Guten Morgen miteinander. Morgen. Da ist Metal Server mit einer Spezialausgabe. Ja. Heute mit, Achtung, ich habe es vorher schon verachtet und mich selber kaputt gelacht, mit dem Mick und dem Nick von Expello. Willkommen. Yay, danke. Absolut. Absolut. Habe ich es richtig gesagt schon, oder? Also was? Euer Name. Ja, Niki. Aber, Niki, das ja, ist okay. Aber Alright. das funktioniert dann halt Dann nicht so funktioniert gut. es nicht. Funktioniert der Joke nicht. Also, kurze Vorstellung. Ja, hallo, ich bin Mick, ich singe für Expello. Mhm. Alright. Brauchen ihr mehr? Oder? Ja. Mal Hobbys. Hobbys? Ich habe eine Band. Wie so ein Bewerbungsgespräch. Was machen Sie in der Freizeit? So sehen Sie sich in Sind Sie 5 Jahren. flexibel? Hey, nein, ich habe fast keine Freizeit, weil ich studiere. Und ja, dann was mache ich sonst noch? Sport hin und wieder mal. Und ja, schön wäre es, wenn es mehr wäre. Aber Alright. Ja, ich bin der Niki. Ich mache auch bei Expello Musik. Ich mache die Gitarre. Und meine Hobbys sind auch Band. Also, es ist naheliegend, oder? Also, Ja. Es ist ja noch so, dass wir machen es nur zum Spass. Mhm. Und ja, neben dem Arbeiten bleibt noch ein bisschen Zeit zum Gamen und ab und zu mal bouldern oder Sehr gut. irgendwelche lustige Unterfangen. Ja. Mhm. Das heisst, wir zwei müssen reingrätschen, wenn die zwei anfangen, über das Bouldern reden. Alright. Nein. Sonst hört es nicht mehr auf. Okay. Schau, über das Bouldern gibt es einfach etwas. Du musst dich einfach heben Das fängt und schon. oben ist das Ziel. Nicht Fängt schon. runterfallen. Das fängt schon an. Ja. Ja. Ja, das ist wie der Tipp, den Dave mir immer gegeben hat. So, ja, musst einfach rauf. Ja. Hey, willkommen im Podcast. Ich bin sehr gespannt, weil wir schnurren viel über Expello. Jedes Mal, wenn wir über Breakdowns haben. Ja, du. Du auch? Ja, aber ich finde nicht Breakdowns das Beste. Ich finde Erzähl das mal. ganze Konzept von Expello Alright. mega super. Erzähl mal. Also ich habe euch das erste Mal am ICU-Festival gesehen. Ah, wirklich? Ja. Erst Mal? Ja, ich habe wie... Ah nein, stimmt nicht. Absolut nicht falsch. Alright. 2018 haben wir 2018 am Grenichen gespielt? Ja. Ja. Ja, in der Tat. Ja. Dort habe ich euch gesehen. Und zwar Oh. bin ich reingelaufen und habe absolut nicht gewusst, wer spielt, weil ich eigentlich nur wegen Duna zum Comeback dort hingegangen bin. Mhm. Und bin reingelaufen und habe so das Gefühl gehabt, okay, das spielt eine coole Band, wir müssen nachher noch weiter schauen. Mhm. Zuerst brauchen wir aber ein Bier. Ja. Wir haben das Bier geholt und dann haben wir die coole Band schauen und dann ist es schon fertig gewesen. Das heisst, du hast die Wasserballone verpasst. Ja, ziemlich Und die sicher. Adiletten. Ja, ich habe einfach alles verpasst, was gut war. hä? Ja, scheinbar. Aber dort habe ich eigentlich, ja cool. Und dann am ICU-Festival sind der Nico und ich gefahren und haben das Gefühl, wir lassen jetzt mal Bands, die dort spielen. Ja. Weil 2022 ist es, das oder? erste, ja. Ja. Und dann haben wir Konsens geschlossen, dass, abgesehen von Whiteout, weil ich das jetzt muss sagen, Ich abgesehen habe das von Gefühl, Whiteout das ist sagst Expello die beste das Band. sagst jede Podcast. Das ist schon so. Nein, von diesem Abend haben wir dann das Gefühl, dass wir Whiteout schon oft gesehen haben, haben wir uns am meisten auf Expello gefreut und es war voll geil gewesen. Mhm. Also für die, die es Nice. nicht sehen in der Kamera, aber es hat oben dran am Bild, also im Stuhl hat es so ein Schwert. Wo, wenn der Ricky am Federli zieht, geht's runter. Oh. Ja. Es ist, ich mache das Ganze ein bisschen weniger freiwillig, wie ich damals sage. Voll, ja. Also ich muss sagen, Expello habe ich das erste Mal fucking Christ. Ja, aber du hast dann wahrscheinlich mit ihnen schon gespielt. So mit Atropas oder so. Nein, mit Atropas glaube ich nie. Weil Expello gibt es schon ein Weile. Nachher kommen wir auf die Bandgeschichte. Aber nein, also es ist so eine kurze Introduction. Aber ich glaube 2015 maybe. Vielleicht mal irgendwo in der Zeit. Da glaube ich. bist du gerade erst. Dort bin ich erst, ja, was haben wir dort? Dort haben wir, Was haben wir? Cocktail haben wir gehabt. ja, Aber Aber ich glaube, auch mit damals noch Eskimo Callboy ist das noch gesehen. Dort haben wir mal noch im Hast- Dynamo gespielt, ja. hast du dort schon... Dort habe ich gespielt. Bist du gerade dann eingestiegen Ja, zum sicher. Voreskimo Ja, extra. Warte, ist Extra. das nicht im Sommer gewesen, wo so hure viele Leute im Werk 21 waren und es etwa 800 Grad war drin? Das ist im Salo. Also Das ist im Eskimo Salo Callboy gewesen. Ah, ist das Salo alle gesehen? gewesen. Okay, okay. Mhm. Okay. Also, wo ich wirklich weiss, ich habe noch gesehen, ist bei Plattentaufe 2017 oder so. Ja. Bei was? Plattentaufe, glaube ich. Im 18 ist das Plattentaufe. gewesen, Das ist im ja. 18. 18 oder? müsste es sein, ja. Und ich weiss, damals habe ich euch schon mal irgendwo live gesehen, aber es ist immer wieder so wie. Weißt schon nie, wann genau die Band gesehen hast. Mhm. Aber von Hören, von Kennen, sicher 2015 oder so. Habe ich mal reingelassen, ja. Könnt ihr den Martin seine App fragen? Das machen wir jetzt nicht. Aber ja, eben, also, und wir reden immer von den Primitive Breakdowns. Und Du das ist- redest von den Caveman Breakdowns. Ich Ich rede sage von einfach, es ist Caveman geile Breakdowns. Musik und dann kommst du immer, ja, sie haben einfach so Caveman Breakdowns, so geil. Das ist einfach Der die Break- Spitze vom Cake, oder? Das ist, was ich meine.
Ich finde das ganze Paket sehr cool. Ich wollte einen spitzigen Cake sehen. Ja, mich nimmt jetzt auch der spitzige Cake-Wunder. Spitz von Cake. Der Ricky feiert einfach cream solche of the crop. Breakdowns, wie sie so, wie sie so, Ja. so direkt sind und Also- ohne so halt ohne so grosse Umwege. Wir, Einfach so. wir haben effektiv im Auto darüber geredet und haben gedacht, ja, was können wir dann über unsere Zukunft erzählen? Und dann haben wir auch gesagt, ja, weißt du, sie haben doch immer von den Uga Buga Breakdowns erzählt. Und dann gesagt, ja, Banane, irgendetwas. Bananen und so. Haben wir mal Bananenbricks gesagt? Nein, ich habe irgendwie das an Bananen You wanna throw umschmeißen. bananas at people. Aha, ja. Ihr könnt es stimmt, suchen das und stimmt. einspielen. Es ist Das ist irgendwo gut möglich. Ja. Ich bin ziemlich sicher, dass das bei der Dings-Folge ist. Nach dem, bei der ICU-Folge. ziemlich sicher wahrscheinlich. nach der zweiten Ja, aber das Folge. ist vom englischen Podcast, ist es gewesen. Aha. Ja, Ja, dann wissen wir wo. das ist Ja. möglich, ja. Das ist dort gewesen. Aber ja, auf jeden Fall, ich glaube, für alles, was kommt in Zukunft, werden wir nicht enttäuscht werden und wir Geil. dürfen weiterhin Yay. machen und Ja. so. Aber in dem Fall, wenn jetzt habt die Chance mal selber mal in so ein paar Sätze eure Musik zu beschreiben, die nicht tainted ist von was wir gesagt haben, sondern eure eigene Meinung. So. Jetzt bin ich schon beeinflusst. Genau, ich Also- kann das jetzt, ich kann das jetzt von mir aus auch sagen, dass ihr gar nicht wenn Metalcore Genau. eingeteilt werden, wie wir das jetzt gemacht haben, sondern dass ihr eigentlich eher im HC sind, weil ich sehe Mhm. immer noch so eine Überschneidung, aber Das stimmt. das ist schon wieder zu viel. Ich glaube, die Überschneidung, die wird es immer irgendwie geben, aber es wird, glaube nie entweder das eine oder das andere oder irgendwie sonst zuordnbar sein. Ich glaube, es ist halt, wir nennen es glaube ich einfach Metalcore, der Einfachheit halber. Weil wir haben, glaube ich, was haben wir früher gehabt? Speed Jazzcore oder irgend sonstigen Scheiß. Wir haben einfach irgendwie, we made up genres, wirklich. Einfach Nein, also ganz früher, das weiss ich nicht, ist immer gestanden Modern Alternacore. irgend so ein Scheiß. Ja, wir haben es wirklich. Damn. Und das hat das ist dann irgendwann, glaube ich, verloren gegangen zugunsten von Metalcore, weil es einfach einfacher ist. Mhm. Also Ja. viele Leute, die halt in dem, oder wie sage ich, in dem Ecke von der Musik die high sind, für die ist es einfacher einordnbar. Für meine Ja. Mutter zum Beispiel schon wieder gar nicht. Mhm. Das ist dann wie so Mhm. Rock, ja, genau. Gut, es gibt immer die Ebene. Es Mhm. gibt immer die Ja, Ebene ja, von, ja. von Mhm. Metal. Also so wie Rammstein. Ja. Ja, so wie Rammstein. Ja, genau. Nein, ich glaube, wenn jetzt jemand wirklich so ein Metalcore-Purist ist oder so, dann wird er mit Mhm. uns allenfalls vielleicht nicht ganz warm oder vielleicht nur mit Teilen oder mit gewissen Songs. Gut, das sind ja immer Aber- wieder Diskussionen unter unseren Videos dort. Gerade Ja, ja. das Hardcore Worldwide, wo, glaube ich, 10% von der Kommentatoren dort haben gesagt, das ist jetzt mal überhaupt kein Hardcore. Also, das finden wir jetzt also wirklich scheiße. Also die Musik ist gut, aber es ist kein Hardcore. Was fällt euch ein? Mhm. Ja. Fuck, was machen die dann mit Ist White das of für- Suicide? Ist das von Game Insane? Ja. Von Game Insane. Ja, das ist der. Mein Lieblingskommentar ist dort, der 90s called they want their Pterodactyl back. Aber das ist im Fall schon krass gewesen. Wir haben ja dort das eine Video einmal aufgeladen über Hardcore Worldwide. Und Bei deinem Ja. Kollegen haben wir das Gut, gemacht. damals hat jeder in Hardcore Worldwide irgendwie ein Video rausgehauen. ja, sicher, aber es Mhm. ist einfach mega abgegangen. Weil wir Mhm. haben irgendwie nach einem Monat oder zwei haben wir irgendwie 1,5 Millionen Views gehabt auf dem Video. Ja, Und ja. natürlich mit all diesen Views kommen Kommentar. Kommentare. Klar, ja. Und es ist im Fall erschreckend, weißt du, Aha. was die Leute zum Teil schreiben. Weißt du, so, Oh, ja, ja. so hinter einem PC sitzen und Ja, so ja. hemmungslos einfach mal drauf lostypen und dann so. Ja, ich finde schon, sie sieht aus wie eine Kant. Und nachher ist so. Es ist dann wie so. Jesus. Alter, on what base? Mhm. Weißt du, es ist wie so. Okay, Ja. du hast das Video geschaut und du findest so, das geht gar nicht. Oder Mhm. dann irgendwie die Leute persönlich beleidigen Ja. im Video. Also, Just scroll weiter. ja, voll. weißt du? Das ist so. Wo ist das Problem? Ich bin gut weggekommen, weil niemand hat gemerkt, dass ich am Anfang vom Video eine Kappe anhabe und am Schluss nicht mehr. Also ich meine, du könntest auch das bemängeln, aber ich glaube, alle Kanonen sind auf dich gerichtet gewesen. Mhm. Von Ja. dem her. es Auf mein ist- Adidas-T-Shirt aus und irgendeinem auf Grund. dein Adidas-T-Shirt. Das Ja. Adidas-T-Shirt. Was sind sie gegen mein altes T-Shirt? Aber weißt du, was fucking fun ist? Weil heutzutage rennen all scheiß Metalcore und HC-Bands Tracksuits. mit fucking Tracksuits, Trainingsmerch um. Ja, Tracksuits sind der Shit. So, ja, vor 10 Jahren sind alle im Ausrasten gewesen, wenn irgendwie so Ja, es hat ein paar Kommentare, wo irgendwie so, ist das ein Adidas-Werbespot oder irgendwie. Nein, ich glaube, es ist eben, weil wir haben ja beide ein Adidas T-Shirt eben angehabt. gar Es ist nicht einfach mehr. so ein mega dummer Zufall, weil wir uns einfach wieder nicht überlegt haben. Also, dann machen wir einen Videoclip und so, ja, voll, ich habe einen Kollegen und so, der macht so Ja. Videos und so, aber er hat Mhm. noch nie einen Musikvideoclip gemacht. Ja, er hat gesagt, er möchte ein bisschen Geld dafür haben, aber er weiß nicht, ob es gut wird. Ja, ja. Und nachher haben wir uns dort getroffen, uns nichts überlegt und dann ist Mhm. irgendwie das entstanden. Geil. Ja, aber ich meine, look,
Leute, die in YouTube-Videos so Comments rein tun. Das sind nicht produktive Menschen. Nein, man muss es ja auch nicht ernst nehmen. Und ich Nein, glaube, eben. jetzt auch spezifisch in meinem Fall, es ist schon so, man wird schon bewertet, man merkt das. Und auf der anderen Seite ist es aber so, ich muss ja auch wie können damit leben, weil der Moment, wo ich etwas in die Öffentlichkeit stelle, muss ich wieder damit leben, dass Leute das kommentieren. Oder ich kann ja nicht erwarten, dass alle mich nur abfeiern oder alle nur Expello abfeiern oder so von mir aus. Ich glaube, der Moment, wo mich das psychisch abziehen, ich glaube, den Moment müsste ich mir überlegen, ob es noch das Richtige wäre. It happens und Assholes exist. Sobald es draussen ist, ist in der Ether und Leute wollen machen mit dem, was sie wollen. Voll. Oder? Ja, also das Krasse finde ich einfach auch irgendwie, es ist wie, logisch, du musst damit rechnen, dass du bewertet bist, aber nachher wirst du halt bewertet auf eine Art und Weise, die wie gar nichts mit dem zu tun hat. Es ist wie so, es ist so, sie ist mega hässlich oder so. Und dann ist wie so, ihre grusigen Dreads. Ja, voll. Was hat das mit dem Musikvideo zu tun? Es ist nasty ass Haircut. Ich meine, keine Ahnung. Das würde mit Randy Blythe nie überschreiben. Ja. Das würde Nie. nie. Und dabei ist er wirklich hässlich. Ja. Aber das kommt auch nachher quasi in der. Das ist quasi die nächste Dimension, eben wenn also vor allem du bist die Frontperson oder von der Band, oder? Und ich habe das Gefühl, auch wenn es mehr, also du hast viel mehr Bands mit Female, ich sage es nicht Female Fronted Metal, weil es ist kein Genre, es ist einfach mit der Female Front Frau, oder? Female Frau, oder? Genau. Female Frau, ja. Female Frau, genau. Puerto Rico wieder am Start. Voll. He's fighting for his life. Genau. Genau. Achtung, jetzt kommt das Minenfeld. Voll. Ich distanziere mich jetzt schon von allem, was mein Partner in den nächsten 10 Minuten will sagen. Ich habe das Gefühl, nachher kommen einfach, eben, so wie du sagst, Comments zu Sachen, die komplett irrelevant sind, weil es ist einfach, wie könnte man sagen, sind, ich weiß nicht, was ich sage, aber irgendwie, Brudis können ziemlich fucking hässlichen Shit schreiben. Ja, also ich finde es eben auch immer geil. Ich habe das früher, als ich noch ein bisschen mehr so True Metal gehört habe und am Wacken war, habe ich vor allem das Gefühl gehabt, Alice Cooper hat ja meistens weibliche Gitarristen gehabt. Ja, voll. Ja, so Alter, was die eins für Hate bekommen, wo ich mir einfach so denke, die spielt mindestens gleich gut wie alle anderen Leute auf dieser Bühne. The fuck is wrong with you? Ich weiß nicht, woher das kommt überhaupt, oder? Ist so wie... Warum der Hate? Ich habe das Gefühl, ich glaube, es ist im Fall nicht. Ich glaube, es ist einfach ein von großer Teil Ich glaube, nicht. es ist nicht. Ich glaube vor allem, dass natürlich die Metal-Szene ist natürlich, und ich muss jetzt aber auch sagen, dass sich der Tonfall ein bisschen geändert hat in den letzten 17 Jahren, wie wir sind. Actually ja schon, also ich mache das actually schon wirklich mein halbes Leben. Ich bin 34, ich bin seit 17 Jahren bei Expello, es ist legit mein halbes Leben. Crazy. Und der Ton hat sich schon ein bisschen zum Positiven verändert jetzt in den letzten Jahren, das habe ich schon gemerkt. Das heisst nicht, dass es jetzt gut ist. Was ich merke, ist, es ist natürlich so, dass die Metal-Szene hat das natürlich sehr lange, haben sich so ein bisschen die Männer unter sich ausgemacht. Das merkt man aber auch. Und ich habe schon das Gefühl, dass wenn Frauen reinkommen, da sind sehr viele Vorurteile rum. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass viele Männer vielleicht finden, ja, wir sind ein bisschen unter uns und und so. Und dann sind plötzlich Frauen rum und dann ist vielleicht gewisse Angst rum, so, was ist das? Es ist aber auch... was tatsächlich so ist, als wenn du eine Frau in einer Band hast, dann hast du schon mal einfach so wie eine Ecke mehr Aufmerksamkeit. Das ist aber nicht Schuld von der Frau, weil wer generiert, also wer gibt dann die Aufmerksamkeit? Das sind meistens nicht andere Frauen, es sind dann irgendwelche Dudes, die dann, oder? Und Creeps, meinst du? ja, der Punkt ist, du hast einfach schon mal mehr Aufmerksamkeit. Und je nachdem, du kannst das natürlich dann ausnutzen oder ausreizen als Frau und zu deinem Vorteil nutzen, das kannst. Oder halt einfach nicht. Auf der anderen Seite, es ist halt einfach wirklich die Tatsache, dass du schon einfach mal mehr Aufmerksamkeit kriegst. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann so eine Neidreaktion ist oder so. Also, die sind da nur irgendwie, weil sie eine Frau haben und so. Also man hat schon das Gefühl, ich habe, als wir angefangen haben, an Shows und so, ist es etwa die mal so der Fall gewesen, dass ich reingekommen bin und die Leute zuerst irgendwie auch nicht registriert haben, dass ich auch zu den Bands gehöre. Also dass ich mit dem Backstage gelaufen bin, so, hey, das ist noch voll nur für die Band. Und so, weißt du, jetzt auch Freundinnen dürfen jetzt dort. Und ich so, ja, ich spiele nach einer Show, danke. Und, oder auch, weißt du, dass Soundtechs ankommen,
und mir das Mikrofon anstellen und dann einfach noch 3-4 Mal einfach reinkreien und dann finden sie, jetzt kannst du, weißt du, so im Stil von, das ist alles schon passiert und so Zeugs. Und das ist einfach, mittlerweile ist es nicht mehr so. Alright. Also ich wüsste nicht, wenn das letzte Mal sowas in die Richtung passiert wäre. Nein, aber ich glaube, es gibt einfach viel mehr Bands mittlerweile mit Frauen, mit Flinto-Personen drin, was ich mega cool finde. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen langsam passiert, so der Shift. Aber langsam halt. Ja. Also in dem Fall ist es so wie, dass irgendwie die innere Unsicherheit vom Mann irgendwie triggert in dem Sinne, oder? So wie. Ja. Kann schon sein. Ich kann nicht für die Männer reden, oder? Also. Ja, ich glaube, es ist halt einfach auch, wenn das halt ist, es gibt so einen mega feinen Grad auch zwischen die Aufmerksamkeit ausnutzen, so wie du das gesagt hast, oder halt einfach versuchen auf der gleichen Ebene das Gleiche zu performen und durch deine Performance halt rauszustechen. Und das, also das ist so etwas, wo ich weiß jetzt nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber wenn du so Twitch anschaust und dann hast du einfach, du hast jemanden, der sich legit Mühe gibt und sein Game streamt, und du hast einfach jemanden, der seine Bubsi-Cam hebt und nachher siehst du so, ja. Aber die Frage ist jetzt, Niki, wenn du könntest gerade einfach ein paar 300'000 Views mehr generieren, indem du dein Shirt abziehst. Ja, voll. Würdest du es machen? Voll. Das ist das andere. Aber das ist halt, eben, das ist das, was nachher das auslöst. Weil ich sitze nachher da und denke, ja, ich kann mein T-Shirt nicht abziehen und komme 300'000 Views mehr über. Du vielleicht schon. Und dann ist es so, jetzt bin ich ein angry NPC. Also weißt du, das... Ja, natürlich. Es ist immer, was willst du erreichen am Schluss. Ja, aber der Punkt ist, wer sind denn die 300 Richtig. Wer ist das? Richtig. Ja, wahrscheinlich sind das Leute, die dann nachher den Lebensunterhalt finanzieren. Ja. Aber die Frage ist, sind es andere Frauen oder sind es doch eher andere Männer? Ich glaube, es sind andere Männer, ja. 100%. Ja. Also ich 100%, ja. Also das siehst du ja nur schon, wenn du mal in die Kommentarspalten gehst schauen oder irgendwelche Live-Chats von irgendwelchen Livestreams und so. Dann hast du all die White Knights, die dort immer rumpolicen und so, und du schreibst actually eine Frage rein, solche Fragen stellen wir dann ihr nicht und so. Und so. Du, ich wollte nur etwas über das Game fragen, weißt du. Ja. Okay. Ja, eben, diese Frage stellt man jetzt, es geht ja nicht ums Game. I forgot. Hi. Also es gibt auch beides. Also, du hast so die Creeps, oder? Die sagen wir, öffentlich anonym Creeps sind, oder? Und nachher die Virtual, wie heißt du die White Knight, Virtue Signaling, du willst mal genau das Gegenteil machen, aber auch Creeps sind, einfach genau das Gegenteil zeigen. Hey, ich finde es sehr spannend, so interessante Diskussionen haben wir noch nie keinen Podcast, einfach immer so blöde so Low-Level-Diskussionen gehabt. Und das ist dann, aber ich finde es wichtig, weil ich meine, ich habe das, wie ich zum Beispiel jetzt erzählt hast, noch nie gesehen, oder? Und wir haben auch zusammen gespielt, das finde ich interessant, aber ich habe es nicht wahrgenommen vielleicht. Ja gut, gell, weißt, es ist ja erstens nicht an jeder Show und es ist natürlich vor allem am Anfang ist es häufig gewesen. Mittlerweile, so in den letzten 5 Jahren, das war eigentlich nicht mehr so ein Thema gewesen. Ja gut, mittlerweile haben die meisten Leute wahrscheinlich auch schon mal von Expello gehört, die mit euch dann zu tun haben und wissen, dass du dort bist. Ja, ich glaube, das kommt wahrscheinlich dazu. Hat dann ziemlich sicher, auch wenn es eine Scheiße würde finden, keine dumme Schnurren, weil er würde nur, also man muss aber sagen, ich habe auch selber ein bisschen vorwärts gemacht, was so ein bisschen mein Selbstvertrauen angeht, so in den letzten Jahren, und ich lasse mir auch nicht mehr so ganz alles gefallen, wie jetzt früher das vielleicht noch der Fall gewesen wäre. Ja. Muss man auch sagen. Ich glaube, es hat sich halt über die Jahre halt schon normalisiert, oder? Dass man wie sagt, hey, man muss das nicht als speziellen Case betrachten, dass du bei uns vorne stehst und singst, weil also was ich halt einfach ein bisschen, also ich finde es wirklich schade, dass man jetzt hat einfach erst irgendwie 17 Jahre lang müssen merken so, Frauen können im Übrigen auch Musik machen. Aber also weißt du, ja, also weißt du, wie ich meine? Das ist ja genau das, ist so. Vielleicht ist man früher nach Expello schauen, weil gewisse Leute gesagt haben, also ich rede jetzt nicht für alle, aber sie sind so, eine Frau macht das kann ja gar nicht funktionieren, das muss ich mir anschauen. Weißt du, wie ich meine? Also, ja, Katsching, ein Eintritt mehr. Ja, Katsching, ein Eintritt mehr, Jokes on them. So, ja, genau. Das ist so, you played yourself, fool. aber das ist einfach honestly etwas, was ich am Anfang super gestruggelt habe damit. Ich habe mega hart nicht wollen,
dass Menschen an die Show kommen, weil ich eine Frau bin. Und dann irgendwann habe ich einfach wie eingestehen, ich habe absolut keine Macht über das. Ja. Ich habe keinen Einfluss auf das. Warum? Und ich kann mich noch so lächerlich anlegen vorne und mich so... Sorry, was bin ich im Onesie und im Neopren und keine Ahnung, was ich da nicht keine Ahnung. Das ist, aber im Neopren stelle ich mir aber hart vor. Ich kann noch so geschissen tun dort vorne und noch so sehr meine eigene Weiblichkeit komplett unter den Scheffel stellen. Es nützt nichts. Es wird immer Leute geben, die nicht vorbeischauen können. Und es wird immer Leute geben, die genau deswegen kommen. Und ja, und seitdem irgendwie ist mir wirklich egal. Ist mir wirklich egal. Ja, aber das ist doch auch richtig so. Ja, ich meine, weißt, für uns in der Band ist es ja völlig normal, dass du eine Frau bist, weil... Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen scheiße formuliert. Das ist... Nein, also, warte. Ich schwöre, Ricky, irgendwann schaffen wir es, dass sich eine Band nach unserem Podcast einfach gerade instant auflöst. Irgendwann haben wir es. Also. Nein, so. Okay. Für uns ist also einfach, dass du mich nicht so schlecht findest. Ich sehe deinen Punkt. Nein. Er ist vielleicht komisch formuliert, aber genau, ich sehe deinen Punkt. Was ich ausdrücken ist... was ich damit ausdrücken ist, ich bin nie in die Band gegangen oder in die Probe und habe gefunden, wir sind schon etwas mega Spezielles, weil sie eine Frau ist. Für mich ist es einfach ein Bandmitglied, sie singt und wir machen einen geilen Sound miteinander. Und der ganze Rest ist einfach scheißegal. Wir haben vielleicht gewisse Sachen, wo wir uns mega zu Nutzen machen können, weil sie eine Frau ist, weil sie vielleicht ein bisschen höher kann singen als all die fetten Männer. Nein. Im Durchschnitt hast du recht. Ja. Hey. Mötley Crüe 2015 sagt etwas anderes. Der Vince Neil-Vibes, okay. Das ist ja wie... Das spielt gar keine Rolle. Für uns als Musiker, die bei Expello spielen, spielt das gar keine Rolle, was du bist. Oh Mann, mach weiter. Nehmen wir den mal die Schaufel weg. He's fighting for his life. Ich glaube, das wäre ein Loch immer tiefer. Das ist ein scheiß Eiertanz. Aber das kann ich auch aus meiner Perspektive sagen, weil ich habe auch mit Frauenfrontpersonen und Männerfrontpersonen gespielt und ich habe nie wirklich so den Unterschied wahrgenommen, außer halt eben höhere Stimme, cool, oder? Können wir andere Sachen machen. Es sind halt einfach technische Unterschiede, die du halt hast und wo du dir entweder kannst zu Nutzen machen oder du kannst einfach sagen, ja, wir schießen einfach ganz drauf und wir reden einfach nur durch. Und dann ist es dann eigentlich auch egal, wer was macht. Ich glaube, das ist aber auch dein Mindset. Und weil es kommt ja immer auch so ein bisschen darauf an, auf das persönliche Mindset. Und ja, es ist bei weitem nicht jeder sieht das so. Ja, voll. Also finde ich interessant, weil ich weiss noch, weil übrigens iPad dafür habe ich nachher auch eine CD gekauft. Und ich weiss noch, mein im 18. Ja. Und ich weiss noch in dem, oder habt ihr vorher schon ein Album released vielleicht? Ja. Die Band gibt es seit 2015. Jahren, wahrscheinlich haben sie schon ein Album released voran. Ich weiß jetzt im Fall nicht mehr, ob ich weiß nicht, meine Zeitgefühl ist so scheiße, dass ich nicht mehr weiss, ob ich am 15. oder am 18. war. Das ist ja noch also im 15. war es, glaube ich, Modern Age Credo und im 18. war es Behalt allein. Richtig. Dann ist Modern Age Credo, wo ich glaube auch im Fall. Dem falsch. Ist es eher schwarz oder ist es eher orange? Orange, oder? Orange, dann ist Modern Age Credo. Ja, dann habe ich das ist im 15. Dann ist im 15. Wir sind doch älter. OG-Fan? Wir sind doch alt. Ja, eben siehst du. Nein, aber ich weiss noch, der Gedanke, den ich hatte nach der Show, die ich gesehen habe, ist so wie einfach eine undeniable Energie von der Frontperson. Und ich habe nicht gedacht, ja, coole female-fronted Band oder so, sondern einfach so einfach undeniable Energy, oder? Und das ist so wie irgendwie, und deswegen verstehe ich nicht, wenn du das erzählst, so wie, was du meinst, eine Person muss sein, um überhaupt so denken. Also. Ich verstehe es auch nicht. Ja, gell? Ja, eben, es ist auch der Kommentar, weißt du, wenn ich dann irgendwie, oder wenn Leute zu mir kommen oder ich Leute zeigen, was wir in der Band machen, dann ist es so, ja, für eine Frau singt sie echt gut. Nicht so. Hä? Was meinst du, für eine Frau singt sie echt gut? Ja, weißt du, so das Umkrähen und so. Also, ja, ich weiß nicht, also das kann ja jeder machen. Und das ist jetzt wie nicht davon abhängig, was
was du bist. Also das kann ja jeder machen. Ja, aber ich glaube, also so wie du gesagt hast, ich glaube, es ist einfach so ein Field, besonders der Shouting- und Growling-Bereich, oder? Der einfach von Männern komplett dominiert war, seit Anfang, also Großteil seit Anfang, außer eben durch ein paar grosse Namen, die quasi das Gegenteil gezeigt haben, wie Arch Enemy und so weiter. Ja, die Angela Gossow hat sich halt einfach zu wenig sexy angelegt, um sie so gross zu machen wie ihre Nachfolgerin. Ja, nein, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Nein, aber ich kann. Nein, das ist jetzt Schaufel in die andere Hand. Ja, das ist aber mein Ding. Ich bin immer dafür da, dass ich etwas sage, was in meinem Kopf für mich mega viel Sinn macht und für alle anderen tönt es auch Player has joined the minefield. Wir können die Folge einfach Minesweeper mit Expello nennen. Nein, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass, also das ist jetzt etwas, wo ich einfach so persönlich ein bisschen für mich mitgenommen, also für mich gesehen habe, ich habe irgendwie das Gefühl, seit Arch Enemy die Sängerin gewechselt hat, sind die noch viel grösser geworden als voran. Und das ist eben das, was du jetzt gesagt hast vorher, habe ich das Gefühl, vielleicht legen sie es jetzt auch ein bisschen mehr drauf an. Hey, es kann natürlich ein Vermarktungstool sein, aber ich glaube, das liegt so ein bisschen im eigenen Ermessen von jeder Sängerin selber. Oder? Weil es ist einfach, es ist wirklich ein Entscheid, den man für sich trifft. Weil der Punkt ist, es ist etwas, das funktioniert. Genau. Auf die Optik zu setzen, als Frau im Speziellen oder als weiblich gelesene Person im Speziellen ist etwas, das super gut funktioniert. Das stimmt. Konventionell attraktiv zu sein, ist etwas, was super gut funktioniert. Ja, geil. Also zum Beispiel Manowar. Ich meine, die setzen ja auch viel Haut zeigen und Kleider. Weißt du, ich meine, das hat auch funktioniert. Niemand will Manowar wegen der Musik hören. Fucking hell. Ja, aber jetzt, was du sagst, stimmt's. Gut, aber es ist jetzt... Der hat nicht erwartet. Aber Comedy Awards gehen das ja rein. Manowar als Sexsymbol. Ja, aber sorry, es ist genau das. Also ich sind alle ultra trainiert und oben ohne. Ich habe ein anderes Beispiel gedacht. Ja. Aber ich meine, das muss ein Real sein. Der Oli Sykes zum Beispiel, der ist auch so ein Sexsymbol sozusagen. Ja, oder zeigt nicht unbedingt der Ronny Radke auch. Ja, schon ein bisschen. Alle Szene Leute stehen auf ihn. Auch ich ein bisschen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, warte noch, wenn der Henry Cavill eine Band macht, dann siehst du mich nicht mehr. Der Henry Cavill und der Dings, der Ryan Reynolds muss da auch noch rein. Dann haben Nerdcore Band. Oh, fucking oh boy. Nein, aber es ist ja das, was du eigentlich sagst, Mick. Einerseits geht es ja ums Mindset von der Person, wo sich das Tool zur Verfügung nimmt, oder? Dass du sagst, hey, ich sehe konventionell schön aus und das nutze ich jetzt als Vermarktungstool. Und dann aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch noch den Casual Enjoyer of Good Music, wo sich entweder sagt, ich möchte einfach eine Band schauen, wo die singt, geil aussieht, weil mir das mehr wert ist als die Musik zum Beispiel. So wie ein Platonic Crush. Irgendwie. Basically, ja. Aha. Oder du gehst einfach hin und sagst, es ist mir eigentlich egal, wie die Leute aussehen, ich enjoy einfach die geile Musik. Voll. Oder eben, also ich meine, es ist ja fast jeder Branche so. Ich habe Witcher auch geschaut, weil er gut aussieht. Also, ich auch. Ja, weißt du, der Plot. Henry Cavill ist der grösste platonische Crush. Der Plot ist okay gewesen. Was heisst platonisch? Ich stehe auf dem Mann. Weißt du, was ich meine? Es ist so, es ist einfach, es ist eine gute Serie gewesen, und es ist einfach on top of it, haben die Leute einfach noch gut ausgesehen. Das ist dann wie so, das ist gut, da kann man schauen. Also es ist es hat sicher nicht, es hat Witcher sicher nicht geschadet, dass also für die Reichweite, dass der Dude nicht auch noch schlecht aussieht. Seine Nerdness hat einfach Witcher geschadet. Ja. Seine Nerdness, das stimmt. Ja, also er hat es ja richtig gut gemacht. So gut. Also so sorry, gut. er hat es ja wirklich man merkt ja, dass es Source Material wirklich studiert hat. Ja. Aber jetzt hat es eben viel, ich glaube eben auch durch das hat es jetzt viel mehr Leute, die wieder Nerds sind. Also ich glaube, es hat immer... Also es hat schon immer Leute gehabt, die Nerds sind, aber jetzt hast du wieder so, jetzt musst du wieder ein bisschen weniger schämen. mehr akzeptiert. Du musst ein bisschen weniger schämen dafür, dass das Ritterschwert hast. Der Hot Dude built his own PC. Ja. Genau. So. Ja, aber ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass wahrscheinlich man hat irgendwie gefunden, also weißt du, ich meine auch so Big Bang Theory oder
Oder was ist noch, wo ich bin Loki schon butthurt, dass Animes jetzt cool sind und wo ich die das ist nicht cool ja. So ist so wie, ja, wäre cool gewesen, wenn das auch so cool wäre, oder? Ja. Weißt du, ich glaube, man hat einfach irgendwann gemerkt, ja, man kann sich irgendwie auf Kosten von Nerds lustig machen und macht irgendwelche Serien daraus. Und im Gegenteil hat es das halt salonfähig gemacht und dann ist so, aber weißt du, wenn wir noch Profit daraus schlagen, wäre das doppelt so. Oh, okay, gut. Da kann man jetzt kann ich mich probieren retten. Da kann man jetzt den Bogen zurückspannen zu meiner kritischen Aussage von vorhin. Weil das, was ich vorher gemeint habe, kannst du nochmal wiederholen? Ich habe sie vergessen. Nein, ist egal. Kannst zurückspulen, wenn der Podcast rauskommt. Durch das es eben dann quasi Arch Enemy wirklich grösser geworden ist mit einer Frau, die rumschreit, ist es wie auch vielleicht weniger, also weißt du, mehr fuck, ich habe kein Deutsch mehr. Ja. Mehr so in Frontlappen von den meisten Leuten, die Metal hören, dass es auch Frauen gibt, die schreien können. So, was durch das es vorher halt weniger auf der Bildfläche war, ein bisschen kleiner war. Und darum also, ist, ich weiss jetzt nicht, ob das, ich habe keine Ahnung. Also ich wollte schon sagen, es ist wie zu wenig, vorher ist Angela Gossow wie zu wenig weiblich wahrgenommen worden. Ja, so, ich jetzt weiss. schon wie erkannt, das von Walls of Jericho zum Beispiel. Oder so. Nein, ich glaube, das ist einfach so eine Inselerscheinung, wo man einfach gesagt hat, ja, das ist jetzt einfach das und das ist es so. Das ist die Ausnahme, die die Regeln bestätigt. Das ist die Ausnahme, die die Regeln bestätigt. Nein, ich kann eigentlich mehr sagen, dass es die Leute gar nicht, dass viele Leute vielleicht auch gar nicht gewusst haben, dass es Frauen gibt, die das effektiv können. Und es darum jetzt viel weniger Leute gibt, die überrascht sind, wenn sie es sehen. Also ich glaube, es ist auch ein Faktor, Alisa White-Class ist erstens extrem talentiert und extrem hübsch. Also es ist einfach eine Kombination von alles und... Die soll wieder clean singen auch noch. Alles. Es ist mega schade, dass also ich habe die alte Band sehr cool gefunden und Archdrum ist cool und alles, aber ich kann sehr gerne ihre Clean Vocals. Wie hat sie die Band geheißen? Die Agonist. Oh, die Agonist. Habe ich im Porto gesehen letztes Jahr. Ohne Scheiß. Vorletztes Jahr. Ja, aber ich glaube, das ist einfach so ein Fakt. Aber zum Beispiel heutzutage, also so wie du sagst, wahrscheinlich gibt es die, also so wie Frontman, die eben auch auf Looks und Skills bringen, gibt es im Filmbereich auch genau das Gleiche. Alles Standard. Ja, voll. Oder? Ja. Sicher. Einfach das ist einfach, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, Frauen sind einfach viel ästhetischer als Männer. Es ist wie... Nein, da hast du schon recht, Alter. Bei uns hängt einfach unten noch so etwas raus. Was soll das? So, wer hat die Scheiße erfunden, Alter? Das ist einfach ein Fertigdesign. jedem Designstudent, der das zeichnen würdest du eigentlich klopfen und einen Dreier geben. Und jetzt kann ich dir gerade sagen, das hat nichts mit Design zu tun, sondern das hat etwas mit der Funktionalität. Ich weiss schon, aber das kann Jetzt geht jetzt in 2 Minuten von der Alicia White-Class oder? Literal False sind. Und zwar nicht auf die Art, was die meisten wahrscheinlich machen. Wie machen es dann die meisten? Ja, die meisten werden wahrscheinlich machen die meisten so einen die werden ist so. Die meisten simpleren Leute, wie wir hoch, die würden wahrscheinlich einfach sie sehen und das Gefühl haben, geil. Und wir sind es ist so der Design-Aspekt gekommen. Und jetzt haben wir gerade über die Alisa White-Class geredet und next in Balls. aber ich bin mir sicher, ein guter Ingenieur könnte das auch irgendwie alle kriegen, ohne dass es für uns raushaut. Ja, es ist immer mit Energie verbunden. Jetzt hast du meinen inneren Ingenieur triggert. Jetzt muss ich herausfinden, wie ich den Mensch designen kann. Bitte lass uns wissen, wie es am Ende wie würdest du das heute Problem lösen? A revert back to fish. Einfach Wasserkühlung. Nein, wir machen einfach in Zukunft hat so ein Loch im Bauch, wo wir immer mit Wasser reinkippen, um einfach schön runterkühlen. Aber so eine Lüftung. Ja. Jetzt habe ich an Dings gedacht, auf der von den Boys, wo die Dings hat. Wie heißt der nochmal? Keine Ahnung, Alter. Der Deep, Schwimmring. Ich schaue keine Nerd-Sachen, ich bin zu cool für das. Kennst du nicht den Boys? Doch, ich kenne es, aber ich habe keine Zeit. Ist das die Serie mit irgendwie Superheroes, aber sie sind alle so ein bisschen twisted? Oh ja. Es ist brutal gut. Alright. Aber wenn ihr es nicht kennt, dann checkt ihr nicht den Witz. Aber ja, ich würde mal... Ich habe eine Idee, Ricky. Fangen wir an, das Gespräch wieder ein bisschen in eine Richtung zu bringen. Genau, das haben wir gerade gesagt. Wie habt ihr mit Musik angefangen? Also wie ist das bei euch zustande gekommen? Von mir aus könnt ihr Schere, Stein, Papier, wer anfängt. Oder ihr seid einfach so einig. Aber so der Ricky, jetzt einfach, dass ich es schon mal gesagt habe, der Ricky wird reingehen und weiterfragen. Er gibt sich meistens nicht einfach nur mit, ich habe mit 7 angefangen zu singen und dann das. Details. Der Ricky will auch wissen, was deine erste Gitarre war, was deine erste Amp war. Einfach so, nur das. Alter, ich weiss es nicht mehr. Das ist auch okay. Weißt du nicht, was deine erste Gitarre war?
Es war schwarz-weiß. Gut, dann haben wir schon mal. Ist es ein Yamaha gewesen? Hey, nein, es war irgendeine so eine No-Name-Brand. Gear Talk. Nein, also ich kann nicht Gear Talk, sonst würde ich da schnell anfangen. Ich wollte ursprünglich Gitarristin werden, tatsächlich. Und bei mir hat es, glaube ich, angefangen. Eigentlich so es hat wahrscheinlich geheißen, Mädchen spielen Blockflöte und sicher nicht Gitarre. Es hat im Fall tatsächlich so angefangen, weil ich bin, das wissen viele, also ich bin... I tell you, das ist mitunter ein Kernproblem gewesen. Akustikgitarre, ja, nein, Akustikgitarre musst du auch zuerst spielen. Nein, das Problem war, ich bin, also es war wirklich ein Problem ich bin 4 Jahre in einem katholischen Klosterinternat gewesen. Von 11 bis um die 14 umeinander. Ja. Deswegen ist Metal angefangen zu spielen. Unter anderem, ja. Also es hat schon, also ich weiss nicht, ob es gleich gewesen wäre, wenn ich jetzt draussen gewesen wäre. Und der Punkt war so ein bisschen, ich habe dann schon angefangen, so ein bisschen die, also vielleicht oder ziemlich sicher so aus rebellischer Motivation, so ein bisschen angefangen, so ein bisschen die härtere Sachen hören. Also es hat so ein bisschen mit den Gothic-Sachen angefangen und so. Das wollte ich wissen. So, wie ist es zu härter Musik gekommen? Weil am Anfang haben wir alle so ein bisschen, wahrscheinlich du Bravo-Hits so gehört. Hey, ich glaube, die typischen Einstiegsdrogen wie damals in den ganz Anfangs Nullerjahren sind wirklich so Linkin Park, Yellowcard, dann irgendwie auch so ein bisschen Nightwish, Hymn, die ganze, die Richtung. Das ist ja die Zeit, wo dann so Jackass und Viva la Bam und das Zeug auf MTV gelaufen ist. Gute alte Zeit. Genau, wo MTV noch Musik gespielt hat. Genau, und das... Ich habe eine super geile Zeit gefunden zum Aufwachsen mit dem New Metal und so. Das habe ich schon sehr, sehr cool gefunden. Ein Punkt war aber, es ist dann irgendwann so eine Zeit gekommen, wo wir im Internat haben, wir müssen, ich glaube, in Vorbereitung auf so eine Weihnachts-Zeitshow, Auftritt, haben alle, die nicht fixes Instrument gespielt haben, wie eben so Geige, Klavier, Cello, haben müssen entweder werden zwischen entweder Blockflöte oder Xylophon. Ja. Und es ist... der Classic. Und der Punkt ist, dann haben wir das Zeug einüben. Und ich kann... Und du hast halt eine Blockflöte, die die heim mitnehmen. Ich habe nur so eine 6-Ton-Flöte gehabt. Und dann habe ich halt nicht alle Töne auf der gehabt, weil das sind literally nur 6 Töne gewesen. Und dann habe ich halt ein bisschen, so ein bisschen improvisiert. Also jedenfalls haben sie mir irgendwann gefunden, nein, du kannst keine Blockflöte spielen, also das geht nicht. Also, da nimm ich das Xylophon. Xylophon ist geil. Und dann bin ich so butthurt gewesen, dass ich ein scheiß Xylophon, weil es etwas Uncoolste war, was ich mir vorstellen konnte. Sorry, alle Xylophon spielen das. Und ja, dann habe ich gefunden, jetzt reicht es. Und habe mich bei meinen Eltern beantragt, ich möchte gerne jetzt mit Gitarre anfangen. Coincidentally jetzt gerade in dem Moment. Und habe dann innerhalb einer Woche Lektionen bekommen und bin suspendiert worden sofort, was wunderbar war. Also vom Xylophon. Aha, okay. Und, so, du spielst noch Xylophon, kannst du von der Schule gehen. Nein, also vom Xylophon spielen, ja. Und habe dann die 2 Jahre, wo ich dort war, zuerst wirklich mit klassischen, normalen Gitarren und so, und dann auch ein bisschen da hören und so. Und dann hat mein Gitarrenlehrer gefunden, ja, er hätte so eine E-Gitarre zum Verkaufen. Also, weißt du, so ein Set, wo so aus so einem 10 Giga, so einen 10 Watt Verstärker und irgendwie so eine E-Gitarre, so eine ganze... Meinst du, Musiklehrer haben das auch wie so ein Pyramidensystem von ihrem Dings bekommen? Ich habe da eine ganz tolle Gipsum. Ich weiss mal nicht mehr, wie sie... Ich weiss mal nicht mehr, wie die Marke heisst. Ich weiss nicht mehr, wie die Marke heisst. Ich habe sie noch. Und ja, dann habe ich die gekauft. Ich habe mein ganzes Sackgeld gespart und habe dann irgendwie für den Verstärker und die Gitarre und 125 Stutz gezahlt. Ja. Und dann habe ich für weitere 125 Stutz dann irgendwann später hat er mir noch so ein Pedal-Rack gegeben mit irgendwie so 5 Effektpedalen oder so. Damn. Das Ding steht noch in unserem Bandraum, im Regieraum. Aber das letzte geschaut, die Gute hat es noch. Das ist mein Alter, das ich dort... Geil. Wunder, was für ein Pedalset... Hey, also Pedals sind nicht mehr die gleichen. Ich nehme zwar an, dass der Gute die behalten hat. Ich glaube, die sind noch irgendwo im Bandraum. Wer das Metal Zone hat, müssen dort... Gute schreiben Ricky, was für Pedal da drauf sind, bitte. Ja. Also ich wette, mindestens ein Metal Zone hat sie nicht. Nein, fix kein Metal Zone. Nein, es hat kein Metal Zone drin gehabt. Es hat kein Metal Zone drin gehabt. Ich weiss nicht, dass es irgendein Octave oder irgendwas drin hat und den Rest weiss ich nicht mehr. Und es hat ein oranges Pedal gehabt. Also Jazz-Sachen. Jazz-Sachen, okay. Und ja, das... Aber gesungen habe ich dort schon so ein bisschen, aber mehr halt, wir haben einen Chor gehabt und ich habe dort in dem Chor gesungen, halt, weil ich musste. Und das ist, ja. Und ja, dann hat das aber wie nicht so geklappt mit also ich habe schon weiter Gitarre gespielt und dann auch Bass gespielt nebendran.
Und habe dann auch, ich habe eine Zeit lang neben Expello auch noch eine Band gehabt, wo ich Bass gespielt habe für etwa 2-3 Jahre oder so. Damn. Das war ein lustiges Kapitel gewesen, und hat nicht jeder, der Gitarre gespielt hat, mal irgendwo auch noch Bass gespielt, weil Hey, einfach niemand safe. So fangen Bassisten an. Ja. Ich schwöre, seit ich mir einen Bass gekauft habe, habe ich im Fall so viel Angebot bekommen, um Bands zu joinen. Das ist insane. Geil, Und ich so habe Slayer-Leute da und... Wenn ich irgendwann mal keine Lust auf Vocals habe, dann packe ich einfach den Bass wieder Ey, raus. das ist wirklich, es ist vor allem auch viel besser. Also es macht auch mehr Spaß als Gitarre. Nein, macht es nicht, aber es macht gleich viel Spaß. Macht schon Spaß. Spaß. Ja. Nein, und dann haben wir so angefangen mit Expello. Da bin ich mit 17 angefangen hat, dass ich an einer Show bin und dort mich mit einem verzopft habe. Und irgendwie über irgendeine Beziehungsgeschichte oder so von einer Kollegin, wo mich zwar nicht direkt betroffen hat, aber ich keine Ahnung. Peak Swiss Metalcore-Szene. Ja, Alkohol und einfach und so. Und wir haben einander einfach mega lange angefickt dann irgendwie. Und dann gegen Schluss ist irgendwie das Gespräch darauf gekommen, dass er halt eben eine Band hat und dann gefunden hat, also wenn du singen kannst du morgen vorsingen. Und man hat zwar schon 2 Sänger, aber kommst du einfach morgen? Und ich so, Alter, was hast du das Gefühl, dass ich jetzt da in deiner Band go singen kann? Also, ja, keine Ahnung, es ist einfach morgen am 11 Uhr Bahnhof Regensdorf. Und ich so, ja, fuck you, oder? Und little did he know, dass ich absolut nichts Besseres zu tun hatte am folgenden Tag. Geil. Und dann wirklich am 11 Uhr am Bahnhof Regensdorf gestanden bin. Und dann ist ein Auto vorgefahren und hat mich abgeholt. Nice. Und dann, ja. Und die anderen 2 Sänger sind dann irgendwann gegangen im Laufe der nächsten 2 Jahre. Und ich bin dann halt einfach geblieben. Also für City hat es bei 3 Sänger gehabt? Ganz am Anfang, ja, ist es Janina ist dort gewesen. Sie hat so ein bisschen so Sopran-Vocals-Sachen gemacht und der Abe hat Growls gemacht. Und das ist noch so lustig, wie ich dort angekommen bin und ich jetzt so einen Nymphetamine oder so mitsingen von Cradle of Filth, so als Cover und so Zeugs. Das war so wirklich ganz am Anfang gewesen. Und ich kann halt weder so wirklich Sopran-Shit noch irgendwie Growls können. Ja. Und wo dann beide halt gegangen sind, haben wir dann irgendwie gefunden, ja, es ist schade, dass wir die Variation nicht mehr haben. Und dann habe ich dann von selber gefunden, so, ja, ich probiere es halt mal. Aber ich habe absolut no clue gehabt, was ich da mache. Das klingt eigentlich nach OG Corporate Shit. Das ist so, ja, wir haben es ist so, wir haben 3 Stellen und wir haben etwa 2 abgebaut, aber wir haben gedacht, du könntest ja einfach die 2 noch übernehmen. How about that? Lohn bleibt natürlich gleich. Lohn bleibt natürlich gleich. Wir müssen zuerst schauen, ob du die Verantwortung überhaupt meistern und dann kommt das gut. Aber es ist noch cool gewesen. Wir sind dann wirklich irgendwie einfach zusammen dann in das reingewachsen. Also auch musikalisch und auch stilistisch und so. Und wir sind am Anfang ist wirklich so mehr auf das sehr, sehr simple, so ein bisschen Punk und Pop-Funk und so ein bisschen Alternative. Und dann ist dann später so ein bisschen das Chorige Zeugs dazugekommen. Und ja, da sind wir einfach wirklich so ein bisschen drin reingewachsen. Und ich glaube, weil wir halt alle immer so ein bisschen sehr kooperativ sind miteinander und immer so ein bisschen alle Einflüsse so angelost haben, ist dann halt einfach etwas entstanden, das halt nicht typisch irgendwie... Ist gut? Nein, ist nicht gut. Das ist okay, wunderbar. Schön. Du musst noch ein T-Shirt runterziehen. Oder halt, wenn du mehr Streams ausziehen willst. Ja, nein, und so sind wir eigentlich in eine Stilrichtung dann reingewachsen, wo dann so ein bisschen, also so ein bisschen halt unsere eigene Handschrift also ein bisschen sehr hat. Und halt so ein bisschen nicht typisch, also nicht sehr typisch sich irgendwo hat konkret einordnen lassen, was eigentlich cool ist, was für mich manchmal ein bisschen schwierig ist, weil je nachdem, was für ein Line-Up das wir dann einmal hatten oder so, und dann so, wir sind die softeste Band und dann manchmal so, wir sind die härteste Band. Ja, aber das ist geil, das macht Spaß. Wir sind für alle möglichen Line-Ups dann nochmal gebucht worden, weil ich glaube, die uns gebucht haben, sind selber confused gewesen. Ja, aber das ist im Fall etwas, wo ich mega oft irgendwie so denke, so, jetzt werden wir an die Hardcore-Show eingeladen und dann so, die sind alle hart und so und irgendwie, also wir machen das ja gar nicht. Und ich fühle mich noch schlecht, wenn ich muss clean singen. Es ist dann so, hey, wenn wir dann so Setlists besprechen für so Events, ist so, hey, also ja, so die anderen Bands sind alle so, ich weiß nicht, irgendwie so Murder the Goat Brain und irgendwie alles heisst etwa so und dann ist es so, ja, vielleicht müssen wir ein bisschen die härteren Songs spielen. Ja, okay, komm, spielen wir den. Ja, der hat einen Clean Part. Weißt du, wenn dann mit den Leuten... Ja, komm, scheißegal. Was
was willst du am Schluss? Weißt du, ich meine, wir haben... Es ist einfach alles durchmischt und am Schluss kommt es irgendwie gleich gut. Oder nachher spielen wir wieder an einem... Was werden wir dann? Hat das nicht der Gudi erzählt, wo er dann wieder so irgendeinen Chef hat und so, ja, du hast doch da eine Band und so. Oh, ja. So, ja, voll, ja. Ja, wenn du nicht mal bei uns am Firmenfest spielst, weißt du? Und dann ist das hat nämlich bei mir, hat das auch schon gefragt, so, da kannst du mal am Firmenfest spielen. Ich so, Kollege, nein. Ja, ich kann auch dir gefragt. Weißt du, was können wir darüber und so, weißt du, können wir da 1500, 2000 Stutz? Und denke ich so, fuck, das sind etwa 5 Konzerte, aber ja, wir kommen gleich nicht, weil ich habe keine Lust vor 27 Karins zu spielen, die dann sagen, das ist schon ein bisschen laut. So. Also ich habe mit dem Gudi schon... spielen. Also ich habe mit dem Gudi schon an 3 Events einfach Gitarre und Gesang gemacht. Ja, aber das ist Hochzeitsmusik und du machst dort ja nicht so... Also 2 Hochzeiten und 1 Firmenanlass. Ja, aber du gehst ja dann nicht... Ihr spielt dort Covers, oder? Ja. Ja, und ihr spielt dann nicht irgendwie so... Das wäre fucking funny mit einer Akustikgitarre ja, und schreien. Irgendwie so... I believe I can fly. Geil. Ja. Alright. Ja, aber das- nachher gehen wir auf die Bandgeschichte rein, weil das ist auch cool. Aber Warte, hast du eigentlich schon screamen oder wie nennst du es überhaupt? Nennst du es wie ich einfach umschreien? Weil wenn mich Leute fragen, was ich mache, sage ich einfach, ich schreie um. Ja, ich tue so singen und umschreien. Das ist wirklich das, was ich meistens sage. Nice. Wort für Aber Wort. hast du das einfach schon umschreien? Oder hast du nur oder wie hast du dir das Umschreien beigebracht? Hey, es hätte wahrscheinlich 100 Wege gegeben, die effizienter und besser gewesen wären und meine Stimme und meine Psyche geschont hätten. Aber ich habe einfach gefunden, einfach irgendwie... ich habe einfach irgendwelche Songs laufen lassen und darüber geredet. Und das habe ich etwa so lange gemacht, bis ich in etwa gecheckt habe, was ich machen muss. Aber ich habe weder eine Anleitung noch ein Coaching noch sonst irgendeinen Scheiß gehabt, wo mir jetzt da dabei geholfen hätte, das ein bisschen so die eine oder andere Stufe da zu überspringen. Also. Wenn es blutet, mal hören. Ja, also ich glaube, die ersten paar Monate, als ich das angefangen habe zu lernen, bin ich wirklich einfach durchgehend heiser gewesen. Und das war wirklich auch Trial and Error gewesen. Ja gut, es funktioniert auch, wenn du dann halt nicht weitermachst, wenn du merkst, dass es nicht mehr funktioniert. Ja. Also es ist dann... und dann bin ich sehr lange auf einem guten Level gewesen, also bis so 2018, 19 umeinander. Und dann ist halt eben so der Break gekommen, der Mandatory Break for Everyone. Irgendwann... das ist eine schöne Bezeichnung. Ich glaube, ich verwende die ab jetzt. Das ist schön. Und The Great Divide. Ja, und dort bin ich also 2 Jahre dann fast nicht mehr wirklich so dazugekommen. Und es hat ja sowieso 2 Orte von Bands gegeben in dieser Zeit. Bands, die produktiv waren in dieser Zeit und Bands, die sich aufgelöst haben. Ja. das haben wir auch schon gemerkt. Schon ein paar und ich glaube, wir haben wirklich da den Spagat geschafft. Wir sind wirklich nicht produktiv gewesen, aber wir haben uns auch nicht aufgelöst. Ja. Und also sagen, es ist super schwierig für mich, vokaltechnisch wieder irgendwie zurückzufinden in das Vorwasser, das ich jetzt früher war. Ich bin auch jetzt, es ist so viel passiert, ich habe das Gefühl, ich habe 3 Leben gelebt in den letzten 5 Jahren. Und es ist so viel passiert, dass ich muss sagen, es ist auch jetzt noch nicht, ich töne nicht mehr gleich wie damals. Das ist krass. Und ja, es ist jetzt halt einfach so, aber es ist... aber an dem bin ich wirklich, an dem habe ich mir echt ein bisschen Zähne ausgebissen, die letzten 1-2 Jahre. Wo es wirklich darum gegangen ist, okay, ja, wir müssen jetzt ein Album, also wir haben jetzt neue Songs und wir müssen es jetzt aufnehmen. Und ich so, ja fuck. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Scheiße, Mann. Also weißt du, nur schon an die ersten Shows wieder zu spielen, das ist so, wenn du 2 Jahre keine Show mehr gespielt hast, das erste Mal wieder auf die Bühne zu gehen, ich glaube bei uns, das war es, Sägegoss in... Ja. Mit Days of Ruin. Ja, und Nice to Eat You. Und Nice to Eat You, ja. Die sind urgeil gewesen. Das ist voll, also es ist eine super geile Show gewesen, und es ist so, nach 2 Jahren so die erste Nein, Show. ist es nicht dort mit Freezes Day auch noch gewesen, wo wir draussen Hack gespielt haben? Das tönt sowas von nach Freezes Day. Es tönt mega nach Freezes Day. Genau so, wie Freezes Day aussieht. Ja. Aber ich habe draussen Hack auch in der Sägegasse. Das ist doch am Sägecore. Mal. Okay. Schletttüren. Das ist am Säge. Ist das Sägecore oder ist das eins nachher? Einfach irgendeins haben wir mit Freezes Day gespielt. Und beim einen war Freezes Day Headliner und beim anderen, wo wir das Sägegas gespielt haben, ist Moments of Madness hat den Headliner gemacht. Aber wir können safe sagen, dass. Nein, Moments of Madness ist irgendwie ein Jahr später oder so. Dann müsste es mit Freezes Day gewesen sein. Wir haben auch ja, irgendwas sehr Freezes gespielt, aber ich glaube, wir haben es einfach
unterschiedliche Jahre gemacht. Ja. Ja. Also, es gibt es ja eigentlich jedes Jahr. Eben, ja. Ja. Und, Nein, ja. Also es ist... aber es ist jedenfalls ist es ein Sägigos gewesen, das erste Konzert nach 2 Jahren. Genau. Ja. Mhm. Und ich weiss nicht, ich bin wirklich so ein bisschen nervös gewesen vorher. Weil es einfach so, Scheiße, du weißt nicht mehr, wie es... Mhm. Aber es ist lustig dann, du stehst vorher dort und denkst so, fuck, ich weiss nicht mehr, wie es geht. Und nachher geht es los und du machst es einfach, weil es ist wie Velofahren irgendwie, du verlernst es gar nicht, du machst es einfach. Aber es ist nie so wie Stand of Streaming oder so eine Routine oder so richtig lange Vocal Warm-up oder so aufgebaut. Hey, I know I should, but... Ja, du sollst. Nein. Also mittlerweile mache ich es, mittlerweile habe ich ja sehr viele neue Inputs bekommen und schaue da wirklich. Mhm. Darum, also im Rahmen vom Vocal Recording, ich glaube, das kann ich sagen, dass ich die Vocals für das neue Album extern recorde. Also es ist immer noch so ein bisschen DIY, aber ich tue es bei Mahmoud recorden. Ja, da ist ein guter Coach dabei. Ja. Und er kann mich das sehr gut abholen und mir ganz spezifisch so ein bisschen Vocal Inputs geben und Workarounds geben und Übungen geben, die dann halt wirklich nicht einfach YouTube-Videos sind, sondern wirklich auch spezifisch auf das, was ich mache oder falsch mache oder wo es bei mir Verbesserungspotenzial gibt. Ja. Und das muss ich sagen, da habe ich jetzt die letzten 2-3 Monate extrem viel gelernt. Und, ja. Wenn jemand Attention to Detail hat, dann macht ja, mega. Ich meine, durch ihn habe ich so einen Sprung an Gitarre spielen gemacht, weil ich im Biatropas gespielt habe, so ein Jahr, 2 oder so. Ja. Komplett eine andere Perspektive bekommen von Gitarre spielen. Das ist insane. Ja. Gerhard Mahmoud, immer mit mir auch Mahmoud viel Muss ich in dem Fall einmal zu ihm Gitarre spielen? Ja. Das ist das Problem, das ich habe. Ich bin der einzige Gitarrist in der Band. Ich werde einfach nicht besser, weil es langt halt. Du kannst dich nicht selber challengen, ja? Kann ich schon, aber es bringt mir wie nichts. Weil wenn ich mich selber challenge, denke ich mir einfach so, ich schreibe sowieso die Songs. Voll, das ist viel zu schwierig zum Spielen. Komm, das machen wir einfach. Ja, etwas so. Hey, weniger ist mehr. Weniger ist mehr, genau. Hat Papa Ricky gesagt. Also es ist jetzt wirklich sehr lustig, weil jetzt in den letzten 2-3 Monaten ich lerne meine Stimme noch mal ein bisschen neu kennen. Ich lerne so ein bisschen zu embracen, was ich jetzt gerade im Moment habe und ein bisschen zu pushen, was man kann pushen. Und das vor allem bei den Clean Vocals. Das ist abartig, da habe ich vorher nicht so viel eigentlich investiert und es ist krass, wie es dort also wie jetzt du das auch so ein bisschen die Bandbreite und Jerry, die neuen Songs ein bisschen grösser wird und so ein bisschen die Range ein bisschen grösser wird, auch von der Stilistik. Ich glaube, wir haben von den neuen Songs, die kommen, es bleibt Uka. Aber es ist, also we're also flexing the pop muscles a little bit. Okay. Geil. So, Ich bin sehr gespannt jetzt fürs Neue. Ich finde es mega schwierig, zum das irgendwie pinpointen, ob man jetzt härter wird oder nicht härter. Ich habe das Gefühl, eben, wir haben es auch im Auto wieder besprochen. Ja. Die Schere geht einfach wieder nochmal weiter auseinander. Und das ist irgendwie zum Teil neu extrem. Aber ganz dann untypische Songs dabei. Dann sag einfach, es wird besser. Ja. Es wird definitiv besser. Weil, ja. Härter ist ja kein Messgrad für gute Musik. Es gibt so viele harte Bands, die langweilig sind. Ja. Und ich glaube, je mehr Dynamik du hast und so der Change von langsamere und sanftere Parts, so richtig härtere Parts, es macht den Impact einfach du meinst, noch größer. Wenn zuerst ein Engel singt und nachher der Uga kommt, hast du halt viel mehr Impact. Ja, ich glaube auch, also ein guter Song macht halt irgendwie auch nicht nur aus, wie gut ist gespielt, wie schön ist es, oder ich weiß auch nicht, sondern auch, was passiert. Aber ich meine, wenn du die ganze Zeit auf 100% spielst, dann wirst du nie den Impact nachher merken beim nächsten Teil, weil der ist auch auf 100%, oder? Genau. Wenn du die Dynamik reinbringst. Wir fangen bei 200 an. Gehen wir kurz auf 400. Dann gehen wir kurz auf 400, um nachher wieder auf 150 Ja. Nein, also, ja, ich glaube, man darf schon sagen, also es gibt schon Sachen, da komme ich auch Gänsehaut über, wenn wir die spielen, weil sie einfach so klopfen. Und nachher bin ich mega excited, dass wir sie gerade nochmal spielen wollen. Und es ist schon, also ich habe jetzt das Gefühl, vom Spielen her, es ist all die Songs, die wir gesagt haben, kommen aufs Album an, irgendwie bei keinem habe ich das Gefühl so, der jetzt irgendwie nicht so, auf den habe ich jetzt nicht so Lust. Das sind einfach, ich habe irgendwie auf all Bock. All Killer, No Filler. Ich hoffe es. Ich finde es immer noch krass, wie akkurat der Albumtitel war. Aber Niki, jetzt wollen wir auch deine Geschichte hören, von wie du zur Musik gekommen bist. Ja, also... Genau, dich wollen wir nicht so easy springen, was Details bei den Gitarre-Sachen angeht. Ja, so...
Alles hat angefangen mit meiner Geburt. Okay. Ja, sicher. Ich bin auf die Welt gekommen und nein. Also, wie Sag mit der Gitarre in der Hand. Ja, im Prinzip meine arme Mutter. Schon so eine Gitarre? Nein. Bist du auf die Welt gekommen und er hat das Baby. Ja. Nein, sie ist, wie soll ich sagen, vielleicht so, also ich habe frühe Erinnerungen daran, dass mein Onkel hat schon in einer Band gespielt und ich habe die CD dann immer gelost und habe dann Geld mit gekostet? irgendwie, nein, leider nicht. Ist das nicht der Janik gewesen? Ja, und dann irgendwie habe ich, es gibt irgendwo hat es ein Video dann gegeben, wie ich zu dieser Musik rumgetanzt bin und Luftgitarre gespielt habe. Mhm. Und dann gibt es noch ein Foto vom Cousin von meinem Vater. Also nein, so ein Foto von mir, aber bei ihm daheim in L.A. Und ich habe seine Gitarre und seine Plateauschuhe an, weil er ist da in dieser Glam-Szene aus den 80ern, hat er da dort immer mitgemischt. Und dann habe ich dort seine Gitarre an und seine Platte. Das Foto, das kann ich nachher schon schauen, ob ich das finde, aber das ist eigentlich noch herzig. Das Video, könnt ihr da gerade das Musikvideo Ja, genau. Mhm. Ja, und dann, ich habe bei meinem Großmama jetzt ein Klavier gehabt, oder einen Flügel so, und ich habe einfach immer dort rumgeklimpert. Und dann habe ich irgendwann Klavierstunden nehmen und habe dort, glaube so mehr oder weniger Talent an den Tag gelegt, aber halt auch innerhalb von so gut, dass es mir läuft. Und wenn ich halt ein bisschen Aufwand muss betreiben, dann ist es dann wieder schon ein bisschen wie zu blöd. Und dann, lange habe ich Klavier gespielt und dann irgendwann in der Sek, weiss ich noch, dort bin ich bin neu in die Sek gekommen. Und dann hat es geheißen, ja, eben da, sie machen da irgendeine Schülerband und so. Mhm. Ja, ob ich nicht Lust hätte, um dort irgendwie das Keyboard zu machen. Ich so, ja, ist gut. Dort habe ich dann so den ersten Kontakt zu der Gitarre bekommen, weil mein Vater noch irgendeine E-Gitarre rumliegen hatte damals. Dann habe ich die irgendwie mal in die Hand genommen und habe immer vom Gitarrist von der Schülerband ein bisschen etwas lernen. Mhm. Und dann habe ich dann, glaube ab 15, 16, 17, irgendwann so, habe ich Gitarrenunterricht genommen, habe aber schon Bass gespielt in einer Symphonic Metal Band. während ich aber gleichzeitig noch Sänger war, bin ich in einer Red Hot Chili Peppers Coverband. Das ist irgendwie alles so ein bisschen um die gleiche Zeit Das ist eine gute Mischung. entstanden, genau. Und dann bin ich abgeworben worden als Gitarrist und Sänger für eine Death Metal Band. Okay. Interessante Kombo. So Genau. parallele Von Red Hot Universum. Chili Peppers zu Ja. Death Metal. Ja, aber es ist lustig, ja, das sind gute Kollegen gewesen, als ich das gemacht habe mit den Red Hot Chili Peppers. Das war lustig gewesen, ja. Da haben wir einen Bassist gehabt, der hat gespielt wie ein Grotte, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, das wäre hure schade, wenn der Red Hot Chili Peppers Mhm. Coverband hätte mit einem mega, schlechten mega. Bassist. Ja, und dann habe ich dort ein bisschen Death Metal gemacht, aber das ist dann, glaube ich, bis irgendwie 19 oder so. Das hat dann auch nicht mega wie die lang. Band geheißen? Oh, das war Moragar gewesen. Das ist aber auch, das ist nur so, in Vinti haben wir immer gespielt. Mhm. Wir haben eigentlich nie gross außerhalb gespielt. Alright. Und dann habe ich lange nichts gemacht. Ich habe dann einfach ab und zu mal so ein bisschen etwas gemacht. Aber es Du hast RuneScape entdeckt und nachher bist du nicht mehr aus ja, Alter, RuneScape habe ich seit 2005 entdeckt. Hör mal auf. 2004 Konto erstellt. Ja, fuck off. Wenn man reingrätscht, es fängt an. Ja. Nein, ja, und ich habe dann, dort habe ich habe dann keine Musik gemacht und habe dann einfach einfach für mich ein bisschen und habe gefunden, ja, mach ein bisschen Projekt und habe dann so ein bisschen FL-Studios für mich entdeckt und ein paar Sachen gemacht. Ja. Ja, ich erinnere mich. Und wir haben dann wir haben uns eben schon gekannt von irgendwelchen Partys und so und Seit wann kennen wir? 2010? Ich 2009? weiss, 2010? 10 oder 11. So, ja. Alright, was sind das für Partys gewesen? Oh, das ist jetzt ein bisschen schlimm. Das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich nicht Ich gut. habe den Dings-Button da. Wählen-Button? Yeah! Okay. musst mir einfach im Voraus sagen, dann kann ich, weißt du, Hey. wenn du so Sachen sagst wie, hey, im Fall, ist mega scheiß Band, können wir das so machen? Aha. Oh, Ich glaube weniger so etwas in die Richtung. Es ist Nein, einfach- also sagen wir, es war einfach ein Geburtstagsgelage gewesen von einem gemeinsamen Bekannten von uns, wo wir einfach per Zufall dann aneinander gelaufen sind dort. Warst du in Vinti? Nein. Im Halligalli? Nein. Nein. Das würde ich nämlich verstehen, wieso das nicht. Nein, nein. Nein, es ist, glaube ich, irgendein.
Es ist um die grosszügige Vernichtung von Alkohol gegangen und der Name von dieser Party hat da im Prinzip auf das hingewiesen. Ja. Alright. In einem nicht salonfähigen Ausdruck. Mit nicht salonfähigen Sachen. Alright. Aber Expello hat mal dort gespielt. Stimmt. Ja. Stimmt. An einem von der wie viele Ausgaben hat die Party Ja, denn die gehabt? Party hat etwa 10 Ausgaben gehabt, Ja. die haben sie jedes Jahr. Und es war immer geil, gewesen, weil es ist immer Bier ist umsonst gewesen und alle Getränke auch. Und es war einfach ein urige Gelage gewesen. Es Und ist am nächsten Tag wirklich war mindestens abgefuckt jemand gewesen. komplett mit Edding ausgemalt gewesen. 5 minutes later. Anyway, das ist die Art Also- von Veranstaltung, gewesen, wo wir Alright. uns kennengelernt Sehr haben. gut. Ja, das ist stabil. Ja, Auf jeden Fall habe ich stabil. dann gewusst, ja, dass du eben bei Expello spielst Yes. und du hast mir dann auch, das müsste ich glaube so 2015 rundum, 14, 15 hast du gesagt, Das hey ist- ja. Der Sergio, unser bis dann Gitarrist und auch Genau. Gründungsmitglied, ist ausgestiegen. Zuerst haben wir ja noch Oder? auch schon mal ein separates Projekt machen, wo du gesagt hast, das Ich fändest du erinnere auch mich. noch lustig. Ja, ja. Und dort habe ich wieder ein bisschen angefangen mit Musik machen und dann wieder nicht. Was war das Projekt? gewesen? Es ist einfach so mit Metalcore mit Synthesizer. Das, Okay. was halt dann in war zu dieser Zeit. Okay. Nick ist fest auf dem Eskimo Call. Nein, überhaupt nicht. Nein. Also hat meinst du nicht- das Metalcore mit Synthes, wo man sie auch hört, nicht wie Metalcore mit Synthes, wo es heute einfach alles Synthi ist. Und Ja, also das ist mehr so. Attack. Was habe ich dort cool gefunden? His Statue Falls habe ich dort cool gefunden. Mhm. Und Browning. Ich habe dort Browning geil gefunden. die hat es auch und- noch gegeben. Und Aha. es hat natürlich nicht geholfen, dass ich mit dem Sänger von Browning nachher RuneScape gespielt habe. Ah, wirklich? Ja, Oh, damn. Er hat gewonnen, Ricky, er hat Ja, gewonnen. das ist ja. cool, ja. Und You can't up this Ja, one. das kann ich nicht. ich kann ihn auf Steam. Ja. Und Anyway, für 250 Flexen Franken mit verkauft. Name-Droppings. 250 Stutz verkauft ihr euch vielleicht. ja, genau. Anyway, ja, du hast mir dann irgendwann mega aufgeregt angerufen, mal in einem Sommer und hast gesagt, oder was ist ein Frühling? Ja, irgendwie Frühling, Sommer, Ja, Frühling, irgendwas Sommer. und so. So. Hast du mir angerufen und hast gesagt, yo, spielst du noch Gitarre? Und ich so, ja, barely. Also mega wenig. Und nachher hast du halt auch gefunden, nimm sie jetzt in die Hand und fang an, unsere Songs zu üben, weil bei uns ist der Gitarrist, hat gesagt, er geht. Mhm. Und dann habe ich gefunden, okay, also let's go in dem Fall. Und dann haben wir dann das... Du hast aber auch wählen, du hast Bock gehabt. Ja, ich habe dann schon gedacht, so, okay, geil. Also, Jetzt muss ich aber hure in die Säcke steigen, weil ich habe schon... Aha. Also, ich habe früher auch, keine Ahnung, nicht mega gut gespielt wahrscheinlich und auch nicht mega sauber und habe dann Ja. gefunden, ja, ist eigentlich mega hoch gepokert, dass sie mich vorschlägt, so das und was stimmt, das ist wirklich Bock. es ist so, es ist so, ja, was hast denn du für Referenzen? Und ich so, RuneScape mit der Brown. Weißt Also- du, Mix so, wie weißt du was, der spielt Dragon Force im Fall, der Ja, spielt ja, alles. genau, So, ja, Guitar ja. Hero in der schwierige. ich habe actually Guitar Hero auf können schwierig spielen, aber noch nicht extrem, also von dem her, ja. Nein, auf jeden Fall habe ich dann, glaube wir haben ja dann, dort habe ich so ein bisschen Auditions gemacht mit dem Goody, habe mit ihm ein paar Songs gelernt. Also wir haben dort als, so quasi als Nachfolge von Sergio, wir haben also mit der Niki und nochmal einen anderen Kandidat haben wir quasi gehabt. Showdown. Ja, der Guitar Punkt war Show. halt wirklich, gewesen, der Goody hat einen guten Kollegen, also jemanden, den auch ich sehr cool gefunden habe, aufgestellt gehabt, den er sehr gerne gehabt hätte. Und ich habe dann aber auch gefunden, ich fände den Niki eine sehr geile Addition zu unserer Band. Und das, der Grund dafür ist halt einfach, einerseits, weil ich gefunden habe, wo er stilistisch angeht. Das finde ich sehr, sehr nice. Und andererseits halt einfach, weil ich gewusst habe, dass er sehr, 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 sehr gut performt. Und also weißt, einfach nur so Unterhaltungswert auch noch schon Ja. auf der Bühne. Also ich habe gewusst, dass wenn der Nick in unsere Band kommt, dass es ab unsere Bühnen-Performance halt wirklich. Und wir haben halt jemanden dann, wo dann so ein bisschen mehr... Das hat man dann am Hat das mir aus dem Sinne gegeben? Grenichen 2018 Was die auf den Latz gehauen was hat. mir auf den Latz gehauen hat. Ich glaube, niemand fliegt so oft auf den Latz, entweder du oder ich. Ja, Aber das irgendwie, stimmt. wir sind die Wir immer... gehen jetzt schon recht oft um. Ja. Wir sind auch richtige clumsy Bitches. Ja. Das ist aber fucking, das finde ich super. Ich finde das richtig, ich finde es immer sehr, es verbindet mich immer sehr mit der Band, wenn jemand auf der Bühne umgeht. Ja, wir sind auch nicht Das perfekt. letzte in der Garage, Alter, hey,
fuck, dort hat es mir wirklich ein aufgeschlagenes Knie. Nein. Aber weil es ist mega eng war. Und es ist so ein Mikrofon zum Bassdrum abnehmen. Ist so rausgeragt. Und ich bin mit meinem Turnschuh in dem Mikrofon hängen geblieben. Oh no. Und dann hat es mich wirklich einfach... Hey, Scheiße, ich bin 2 Tage lang am Hinken gewesen. Ich bin direkt auf mein fucking Knie. Es hat so lustig ausgesehen. Aber es sind 5 Leute am Filmen vorher. Ich habe noch kein Video gesehen. Das Tragische ist, ich merke das aber gar nicht. Ich bin so absorbiert. Ich so, am Schluss so, ich bin voll auf die Schnur gegangen. Ich so, ja. Weißt du, ich sehe das aus dem Augenwinkel, wie die ganz erste Reihe vorne so gestellt zusammenzuckt, synchron. Genau. Dann liegst du dort so am Boden, machst so den Stage-Move, so, ist war Absicht gewesen? Es war Absicht. Ja. Nein, also wie gesagt, es ist einfach... Ich habe dann den Niki vorgeschlagen und dann ist es quasi... Und es ist ja sehr fair gewesen, wir haben wirklich... Beide haben quasi den gleichen Prozess dann auch gemacht, Songs vorgespielt, mit uns eine Probe gespielt, ein Interview geführt. also man muss schon sagen, Expello ist eigentlich recht corporate, also wir funktionieren wie ein Unternehmen. Wie ein Quartalsmeeting, ja, wirklich. Es hat jetzt nämlich gerade wirklich eins zu eins genau. Wie die Videos, wo Metallica einen neuen Bassist sucht. Dort haben sie auch interviewt, vorspielen lassen. Mehrere von dem her. Ja, es waren verschiedene Bewerbungsrunden und Teams-Meeting. Hat es da Teams schon gegeben? Nein. Hat es Teams noch nicht gegeben. Wir haben es über ICQ. MSN, Bruder. MSN. MSN. Yes. Ja, so ist das. So bin ich nachher zu der Band gekommen. Ich habe seither nicht mehr. Ich habe noch ein bisschen ausgeholfen bei 12 Gallon Overdose als Bassist. Mal. Aber dort ist jetzt im Moment auch gerade nichts am... Also ja, jetzt kommen wir wieder ein bisschen am gucken, irgendetwas. Aber jetzt machen ja eine neue Band, was, 12 Gallon Overdose? Sagt ihr nicht? Wie? Nein, ich kann es nicht. Die haben schon im Hallenstadion gespielt, Alter. Wirklich? Ja. Was machen die? Hard Rock. Ah, deswegen. deswegen. Nein, das ist... Aber du bist nicht, das ist nicht per Zufall im Exil mit ihnen gespielt, mal am Emergenza Band Contest. Nein, aber ich bin sicher dort gewesen. Sonst hätten wir mal auf der gleichen Bühne gespielt. Das Emergenza. Ja, aber ich bin dort gewesen, dort, wo sie am Emergenza gespielt haben. Nachher im Bierhübeli sind sie ja weitergekommen. Ja. Aber wir sind in dem Fall im Winter basiert, hast du gesagt. Also was? Band. Also oder? 12 Gallon Overdose ist aus Winter. Alright. Aber du bist aus Winter. Ich bin selber aus Winter. Aber Band selber... Ja, Regi. Ja, also Grossraum, ja, also es konzentriert sich eigentlich jetzt so ein bisschen um Regensdorf. Also ja. Die Band kommt aus dem ganzen Kanton. 3/5 davon wohnen im Prinzip neben dem Bandraum und wir 2 halt eben genau nicht. Ja. Aber, am einen und am anderen Ende vom Kanton, basically. Ja. Aber ich meine, da Eversus auch seit wie lange? 11 Jahren? Auch gibt. Und du bist auch in Winter in Szene, dass sie nicht zusammengespielt haben oder so, bin ich schon recht interessant. Ja, wir sind halt wirklich nie cool gewesen. Wir haben immer nur so Scheisskonzerte gespielt. Das ist eben, wir haben so das in Anführungs- und Schlusszeichen Problem, das ihr habt auch immer gehabt, dass wir halt nie jetzt reingepasst haben mit unserer Musik. Und dann ist es so wie, für die Metalcore-Shows sind wir zu wenig Metalcore gewesen, für die HC-Shows viel zu wenig HC, für die Punk-Shows viel zu wenig Punk und dann hast du halt so wie... Ja. Oder es hat einen kapitalistischen Hintergrund und sie haben gesagt, Mann, Versus, die ziehen ja gar keine Leute, die laden wir sicher nicht ein. Ja, das könnte auch gewesen sein früher. Aber das ist lustig, weil Versus haben immer die Leute gezogen. Ja, das kann mit immer Ich weiss noch, wo wir in eurer Breitafel gespielt haben. Vor 2019 oder so. 19, ja. Da ist schon recht viele Leute gehabt. Also, es sind 180 Leute da. Immer Leute ich weiss nicht, wo die 180 Leute hergekommen sind. Ja. Aber gut, dort haben wir auch ein stabiles Line-Up gehabt, All Together, Whiteout und uns. Also, stimmt, All Together sind auch gewesen. Also das ist wahrscheinlich auch an dem gelegen. Ja. Dann habe ich die doch gekannt. Ja, du hast mit denen sogar gespielt, Ricky. Ja, lustig, ja. Ich vergesse nichts. Chiba! Aber ihr habt wie viele Alben jetzt? Ich nenne es gerne 3. 3, ja. Ich nenne es gerne 3. Es hat mal irgendwo noch eine Live-Aufnahme gegeben von irgendeiner Show, wo wir im Kulturzentrum 45 im Zug gespielt haben. Ich weiss, was? Ist es die, wo der... Aha, nein. Du müsstest jetzt zensieren wieder. Nein. Also zähl ich? Nein. Nein, lass gut sein. Oh. Ich entschuldige mich für meine Clumsiness, ich habe 2 Knöpfe gedrückt anstatt einen. Sehr. Nein, ist nicht das gewesen. Ist nicht das gewesen? Nein. Okay. Nein, aber dort hat es irgendwie mal
Das Ganze. Und wir haben das, glaube ich, irgendwie mal als Release gelistet, aber eigentlich ist es nur so eine Live-Aufnahme von der Show, aber es ist eigentlich technisch gesehen nicht Wir müssen Release. mal eine Patreon-Folge machen, wo wir einfach Names droppen die ganze Zeit. Nein, wir haben 2010 haben wir so quasi unser allererstes Album rausgebracht. Das ist The Silent Days Are Over gewesen. Dort haben wir wirklich fast ausschließlich im Goodies in seiner Stube aufgenommen, also auch mit E-Drum und geil. Das Geilste war, es hat irgendwo noch ein Video, wie wir dort Vocals aufgenommen haben. Wir haben wirklich so eine Schuhschachtel genommen und nachher das Mikrofon durchgetan und die Schuhschachtel so ausgestellt mit so Schaumstoff und so. Und es ist einfach so in eine Schachtel reingeklebt. Dass man so eine Mini-Vocal-Box eigentlich macht. Es funktioniert, ja. Also es ist nicht optimal, aber es ist die beste Lösung, die du so kannst halt von dir so ein bisschen machen. Und ja, das haben wir so gemacht. Und das war auch noch gleichzeitig mit dem Goodies, da hat der Goodie dann die Ausbildung gemacht als Audio-Engineer. Oh, Scheiße. Im Studio, ja. Wo hat er gemacht? In einem Studio. In einem Studio, ich weiß nicht, wie es heisst. Es tut mir mega leid. Auf die Schnelle weiss ich es nicht. Aber es war ein professionelles Studio gewesen, und wir haben dann im Rahmen von seiner Ausbildung haben wir dort dann auch noch einen Song recorded, der jetzt auf keinem Album drauf ist. Das ist einfach so ein Single-Release. Das hat Fear Us geheißen. Ich weiß nicht genau, welches Jahr das war. 2012. 2012, gut. Und danke, Ricky. Und dann haben wir 2015 ist dann eben das zweite Album mit Modern Age Credo. Ja. Und ab dort ist dann schon langsam so ein bisschen hat es so ein bisschen angefangen anzuziehen. Da bin ich dann ein bisschen regelmäßiger Screams üben, habe das ein bisschen ernster genommen. Sind ihr dort irgendwo mit Raunchy in Tour gegangen? Das war noch in dieser Zeit, das ist 2016 sind wir auf Europa-Tournee mit Raunchy, mit Wasteland Skills, mit Taste by Sweet Revenge und Electric Deathbeat. Ja. Das sind fünf Bands. Das sind viele gewesen. Also, ja, alle in dem Bus drin. Nein, Wasteland Skills sind separat gefahren. Trader sind separat gefahren. Und die anderen sind halt einfach. Es hat 25 Liegeplätze in dem Bus gehabt und sie sind wirklich alle besetzt. Und es hat zum Glück noch eine andere Frau gehabt dort. Es hat noch eine andere Frau gehabt. Aber leck hat es gestunken in dem Hurenbus. Ja, es hat gestunken. Es hat so gestunken. Leck mir am Arsch. Oh. Wirklich. Aber es ist eine lustige Erfahrung. Ich so geil vor. Hey, es ist ja einfach, also du bist wie soll ich sagen, du bist ja nicht die ganze Zeit dort drin. Also, nein, das schon nicht, aber du fährst halt schon und es ist halt vor allem, wenn du so schlafen willst, also ich habe dort so Mühe gehabt, weil ich bin schon nicht psychisch in bester Verfassung auf die Tournee gegangen und dann habe ich ist mir auch irgendwie so ein bisschen schlecht geworden, die ersten 2 Nächte im Bus, weil einfach, es ist dunkel, oben, oder? Es ist abdunkelt, du siehst nicht raus und dein Hirn ist irgendwie gar nicht gewöhnt, dass es sich halt... Bewegung, ja. Genau, dass es sich bewegt. Es ist lustig, wie schnell dass man sich dann doch daran gewöhnt, aber die ersten 2 Tage waren einfach noch kotzübel. Fuck. Und das ist nicht so gut gewesen, weil für die Stimme, du hast dann irgendwie vielleicht 2 Stunden Schlaf gehabt. Ich habe nicht mal Alkohol getrunken, ich habe irgendwie wirklich so... Am Anfang hatte ich vielleicht ein Bier gehabt und gut. Und fast nicht geraucht auch dort. Und dann einfach... Hast du dort noch geraucht? Ich habe dort noch geraucht, aber ich habe wirklich... Ich habe wie gesagt fast nicht geraucht, um meine Stimme zu schonen. Wirklich so 1 Ziege vielleicht am Tag oder wenn überhaupt. Und... Normalerweise habe ich dort ein Päckchen oder so. Das hat dann wahrscheinlich auch nicht geholfen. Ich weiß auch nicht. Präsent. Es raucht jetzt einfach niemand mehr in der Band. Nein, es raucht niemand mehr. Ja. Also ich habe aufgehört 2017. Und der Gute hat nachher aufgehört. Nachher raucht bei euch jemand? Team, oder? Amix so gelegentlich, aber ich rauche jetzt auch nicht mehr. Stimmt, du rauchst auch nicht mehr. Also es hören so viele Leute auf Rauchen. Ja. Das ist doch super. Ja, viel besser. Super. Nicht nur mit der Tabakindustrie. Ja, voll. Ja. Gute Entscheidung. Nein, also die Tour selber ist lustig gewesen. Also es ist auch cool gewesen, weil wir haben wirklich alle mega aufeinander geschaut und aufeinander Sorge gegeben, so ein bisschen. Und es sind wirklich so eine kleine Familie geworden gegen Ende der Tour. Das war mega cool gewesen. Wie bist du überhaupt auf die Tour gekommen? Wir sind da gefragt worden, ich weiß nicht. Hat uns nicht von Soulline hat uns auch der eine geschrieben. Stimmt, und die haben das Offer bekommen, dass sie dort mitmachen können. Und er hat uns eben immer wieder mal schickt er uns die Offers weiter und sagt, hey, ihr würdet dort noch drauf passen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerade den Direktkontakt haben. Und es sind halt mega viel, ist das so halt so... 3 Millionen halt für nichts. Es ist halt einfach Pay to Play. Ja. So wie
wie oft halt. Die Beinslots. Also wir haben dafür die Tour gezahlt. Und das ist einfach ein guter Deal. Wir haben schon ein paar so Offers bekommen. Wir müssen sagen, so, ja, Alter, nachher zahlst du 800 € pro Show. Und dann musst du noch selber fahren, hast noch nichts gegessen, hast nicht gepennt. Ja, sag mal, wer bin ich dann da? Und wenn dann dich eine Band nicht noch versucht, zu rip-off. Ja, geil. Und nachher, ja, wenn sie dann nicht noch versuchen, irgendwie sonst abzuziehen, nachher haben wir das Offer von ihnen bekommen. Und es ist dann einfach so, es ist so, was hat es gekostet? Ich glaube, flat 5'000 € für 10 Tage Shows mit 10 Shows. Wir haben 4'500 gezahlt für unseren Slot. 4,5? Ja, Okay. 4,5 für unseren Slot. Okay, wir hätten sogar noch auswählen, glaube ich. Ja, wir hätten den Opener-Slot gehabt, das wären 500 Stutz günstiger gewesen. Und wir hätten gefunden, Ja, komm, bei genau. 5 Bands als erste spielen, da hast du einfach Voll. niemanden. Ja. Und das sind nur noch die ersten 2 Slots quasi frei gewesen. Stimmt. Und dann haben wir gefunden, komm, wir Ja, nehmen einfach noch den nicht-Opener-Slot, sondern Ja, den noch eins zweiten, später ja. und so, zahlen halt die 500 € drauf. Mhm. Gut, Ja, dann haben und wir wir- auch, glaub, Ja, wir haben es. aber es ist halt der Nightliner ist drin, das Essen Voll. in den Venues ist drin. Und Ah, das ja, ist halt, das macht verdammt viel aus. Das ist Ich ein finde verdammt guter ausser- Deal eigentlich. Außer Ja. dass Ja. zum Teil das Essen nicht gut war in den Venues. Aber da können wir nachher. ja, aber nur da etwa 2 Venues Ja, ja. oder so. Also es ist. In Wien hat es Schnitzel. Ich meine, wir haben uns das richtig. Weil wir kalkulieren alles. Wir sind eine Band, wo wirklich wir gehen hin, wir machen das. Wir sind das, Spiesser. wir sind richtige Spiesser und wir sind auch immer pünktlich. Und wir räumen da immer alles auf, wir machen nichts kaputt. Und wir sind richtig schwitzen. Ey, so Wir sind richtig wirklich Schwitzlis, Mann. Das klingt super so, eigentlich. so jede richtig Band schlimm. so, oder? Es ist Ja. so, ja. Wir lieben Käse. Weißt du, manchmal ist es immer so. Käse und Geld. Wieso sind wir? Geist und Geld sind aber zwei super Hey, Sachen. ich muss Ja. kurz unterbrechen, ich muss herpissen. Ja, dann gang. Läuft Gut, wo sind wir gewesen von der? weiter. Wir sind in der Band-Story gewesen. Ja. Wir sind gesehen bei. Raunchy? Nachher? Nach bei, Raunchy? genau, bei Raunchy, der Tour. Tour, ja. Und weil wir so eine Bünzli-Band sind. Mhm. Und Käse. Und oftmals kommen wir irgendwo nachher an einer Location an und dann so, hey, was machen die da? Mhm. So, ja, wir haben gesagt, 3:30. Ja, wir haben gesagt 3:30, aber es kommen ja immer als Sport. Wieso kommen die ja pünktlich? Also wir, Das ist so, wir sind auch, unsere Tourmanager sind dann nach 2 Stunden mal gekommen. Mhm. Ja. Also 2 Stunden noch. Oh ja. Wir Aber sind das ist wirklich lustig gewesen. Das ist Ja. wirklich Aber Ich lustig. habe noch das ist- Videos, ich kann die dann... Mhm. Das ist insane, wie oft das Bands Das ist spacken. schon vor 2 Ja. Wochen passiert. Genau gleich. Wir sind 2 Stunden vorher da gewesen und ich so, ja, es ist so gestanden im Timetable. Ja, voll. Timetable. Bands gehen in 15:30 Ja. oder 15:03. Wir sind um 3 da gewesen. So, wir brauchen da erst um 5. Ja. sind nachher Nice. Burgermeister gegangen, ist eine Stunde halb gegangen, bis Burgers reingekommen sind, dann hat es gerade gepasst. Ja. Nein, ich dachte, das sind eben die Tour, das war eine lustige Erfahrung. Mhm. Und wir haben gesagt, wir haben das durchgerechnet und haben gesehen, hey, look, es ist 10 Tage, Mhm. wo wir müssen es vielleicht nicht unbedingt als kommerziell erfolgreiche Tour Mhm. betrachten, sondern mehr so als, wir machen miteinander Ferien, wo wir gesagt haben, die Bandkasse zahlt so viel und Mhm. privat zahlen wir noch so und so viel. Und dann haben wir es uns so ein bisschen können zurechtlegen und Ja. relativieren, dass Mhm. das nicht eine Investition ist, sondern einfach so, wir gönnen uns Mhm. etwas. Das Weil Erlebnis. wir gönnen sich ja sonst nie etwas. Ich finde aber, es hat schon, also es sind auch wirklich Freundschaften daraus auch entstanden. Also zum Definitiv. Beispiel auch mit Taste My Sweet Revenge. Wir sind jetzt schon, jedes Mal, wenn jemand von uns auf Mallorca geht, oder sie sind von Mallorca. Ah, geil. Und, Das klingt jetzt, als würde jedes Mal jemand auf Mallorca gehen. nein, aber jedes Mal, Das ist- wenn jemand von uns auf Mallorca jedes geht, halbes Jahr. dann sieht man einander. Einmal ist es passiert, wo der Moritz Ja, wir sind da gewesen. sind ihr auch Ja, gewesen? ja. Ah. Und dann haben wir sie in unsere gemietete Finca eingeladen. Geil. Und sie haben Salami gebracht. Mhm. Und irgendwie... Wette, es Schnaps. war nicht Salami, sondern irgendwie... Irgend so Chorizo, Sobrassada ja. ist Chorizo, es. Sobrassada. Geil. Nein, ich glaube am Schluss, so ihr ganzes Erlebnis von Konzertspielen und so, die Connection und Freundschaft, das sind so, was am meisten mitnimmst schlussendlich. Ja. Mega. Mhm. Ja, und ich glaube eben, es hat da zum Teil an diesen Konzerten eben, es sind so Clubshows gewesen Mhm. und es hat nicht immer viele Leute gehabt, aber wenn es Leute gehabt, sind es wirklich Leute gewesen, die auch so mega Freude daran Mhm. hatten. Weißt du, Ja. dann auch, die sind nach dem Konzert sind sie noch schwätzen, haben sich mega Mhm. gefreut, dass wir dann überhaupt gekommen sind. Oder ich glaube, ist nicht der eine, ist doch extra auf Salzburg gereist, oder wie hat das gehabt? Innsbruck. Er ist doch extra auf Innsbruck gereist, weil das die einzige Möglichkeit war, wie er uns hätte können sehen, weil Mhm. er sonst nie genug näher wir wohnen. Also jemand ist extra auf Erfurt gekommen, weil er uns 2012 Mhm. am Wackel, es ist Wackel mit L am Wackel. Schluss, Festival, so ein Ding. Ja, aber das ist lustig, Geil. gewesen, haben wir 2012 gespielt. Mhm. Und weil er uns dort gesehen hat und unbedingt wieder hat wollen sehen. Mhm. Und es ist halt schon so, ich meine, so Gigs im Ausland sind sonst eher so ein bisschen schwierig, Mhm.
zum bekommen. Und es ist halt einfach auch mal eine coole Chance gewesen, wirklich. Ja, sie sind vor allem teuer zum Spielen. Ja. Weil, ich meine, wenn du Homebase in der Schweiz hast und musst eine Wohnung für, weiss der Gucker, wie viel Geld im Monat zahlen und dann Job ist... mit Ferienregime und so. Ja, dann wird es mega schwierig, zum mal sagen, ja komm, gehen wir auf Spanien einen Gig spielen. Wenn du dann nicht gerade 5 Gigs in Spanien spielen, wo du sagst, also jetzt nehmen wir alle Wochen Ferien, jetzt gehen wir dorthin und planen das durch. Und so mit Ferien verknüpfen, so dann lohnt es sich halt einfach auch nicht, weil man nicht einfach... Ja, und ich meine, wir sind jetzt alle auch... Dank mir sind wir seit letztem Jahr alle über 30. Darum, so kann man es ja auch sehen. So kann man es auch sehen. Und ja, Geld, Prioritäten shiften irgendwo hin. Und die einen machen Kind und die anderen beschäftigen sich sonst oder so. Und ja, da muss man halt einfach seine Zeit einteilen. Und irgendwann ist dann das mehr so eine Woche noch immer Zeit, das müssen wir uns schon genau überlegen. Und dann sollte es sich neben eigentlich schon ein bisschen lohnen, dass wir dann dort gehen. Und wir können nicht einfach... Wir müssen dann wirklich das Beste nehmen und dann können wir nicht einfach sagen, ja, wir spielen da jeder Hundsverlochen. Genau. Ja, oder auch jedes Angebot. Ja, du musst ein Threshold setzen, oder? So ein Threshold setzen und sagen, hey, gewisse Mindestanforderungen musst du haben. Ja, ich meine, gewisse Sachen sind schon cool, oder? Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel das Angebot, das wir bekommen haben, wo 2 grosse Bands, oder grössere Bands eine Co-Headlining-Show gemacht hätten und wo wir dann auch hätten, das ist irgendwie so, ich glaube so 2 Monate nach der Tournee ist das Angebot reingeflattert bei uns. Aber der Punkt ist, es wären irgendwie 35 Showdaten gewesen und du hättest irgendwie 500 € pro Show gezahlt. Ja, und da war kein Nightliner drin gewesen. Und du hast aber noch irgendeine gewisse Klausel, die sagt, du musst mindestens so und so viel nehmen, du kannst nicht nur... Also, weil sonst könntest du einfach sagen, ja, wir nehmen den Gig im Z7 und dann ist es gut, weißt du. Dann gehen wir einfach dorthin, aber du musst eben mindestens so und so viele consecutive Shows hintereinander spielen. Aber wir haben das ausgerechnet mit Hotel und Essen und Fahrtkosten und Mietwagenkosten und dann auch zum Teil auch Personalkosten, weil du musst dann ja auch noch Leute mitnehmen, die für dich mischen. Das ist alles nicht drin. Und haben wir dann müssen sagen, ja, also wir wären irgendwo im mittleren bis höheren 5-stelligen Bereich gewesen, für irgendwie, dass du dann vielleicht einen Monat unterwegs bist und so und dann musst du dann auch noch Ferien nehmen und so. Und das ist einfach, das ist jetzt auch nicht für, ich meine, nur weil wir aus der Schweiz sind, heisst das nicht, dass wir das Geld einfach haben und dass wir irgendwie die Zeit einfach haben. Aha, nicht. Um das, ja, voll, einfach nicht. Um das dann einfach so stemmen, oder? Und ja, aber... Ja, also so. es kann jetzt auch... Es ist mir gerade wieder, wo du gesagt hast, der eigene Mischer und so. Dort, das 12-Gallon-Konzert im Hallenstadion. Ja. Dort haben wir auch. Das ist eine Zeit, dort bin ich auch immer Roadie von dieser Band. Ja. Ich habe dann dort an den Bus. Das war eine lustige Geschichte gewesen. Dann haben wir auch zuerst in die rote Fabrik fahren, haben dort müssen alles aufstellen. Wir haben das ganze Equipment müssen dort einmal eigentlich aufstellen, haben dort alles müssen einpegeln. Haben nachher das alles abgebaut mit dem Mischpult und dem Mischer inklusive und haben dann das nachher zusammen mit der Lichttechnikerin, die wir auch haben müssen stellen, haben wir müssen ins Hallenstadion fahren. Dort haben wir alles müssen aufstellen, wieder einen Soundcheck machen, aber nur innerhalb von einer halben Stunde. Also weißt du, dann hast du einfach wie ein Line-Check. Genau, darum haben wir müssen, aber weißt du, nicht einen Line-Check vor dem Spielen, sondern wirklich am Nachmittag. Und das haben wir alles müssen im Vornherein eben schon wie einstellen, dass wir nicht wieder von Grund auf haben müssen anfangen. Und nachher haben wir aber auch müssen. Sie haben, glaube ich, irgendwie eine Bierenbitz-Gage bekommen. Die ist aber gerade wieder draufgegangen, weil sie haben müssen, bei Status Quo haben sie müssen die PA mieten. Nein, nicht. Irgendetwas haben sie müssen mieten, glaube ich. Haben sie von ihnen müssen mieten, weil sie das gestellt haben. Das heisst, ja, das könnt ihr nicht einfach so benutzen. Aber ihr könnt auch noch euer eigenes bringen, weil wir stellen das jetzt da nicht auch noch auf und so. Und dann hast du das wie müssen mieten. Und dann hast du aber auch noch müssen den Babysitter zahlen, damit du ihr Lichttechnikpult hast können brauchen oder so, weil, ja, keine Ahnung. Aber das war lustig, dort sind wir reingelaufen und ja, das ist halt eine lustige Band. Dann sind wir halt dort reingelaufen und haben alle geraucht im Hallenstadion. Und dann ist einer gekommen und hat gesagt, da wird nicht geraucht. Und er hat gesagt, mal jetzt schon. Und nachher, dann war es auch lustig. Gerade den Tarif durchgegeben. Ja, und nachher sind wir dort rumgelaufen und dann haben wir dann
ist dann das toleriert worden, dass dort geraucht worden ist irgendwie. Und nachher sind wir halt im Backstage geguckt und haben gefunden, das ist mega blöd. Dann sind wir draußen auf dem Parkplatz. Und der Sänger hat dort auch gefunden, ja, trinkt er noch ein bisschen Weisswein und so. Und nachher eine Flasche Weisswein getrunken und haben wir gefunden, das ist immer noch so früh und so. Dann haben wir noch ein Mittagsschläfchen gemacht. Und nachher ist der eine von uns nachher durch die Gang gelaufen. Und nachher ist der Produktionler dort gesehen. Er so, ja, das glaubt ihr jetzt nicht. Und die Vorband, die da kam, ist und so, ja, jetzt liegen die schon besoffen draussen im Backstage umeinander und so. Ja, wenn dann die auch noch bloß können spielen. Das war aber wirklich ein lustiger Gig gewesen. Also, schon noch interessant, wenn du mal so auf der Bühne stehst mit. Also ich habe nicht gespielt, ich bin einfach nur hinten dran gestanden, aber es war lustig gewesen. Aber auch eben zum das Wrap-up, es kostet nachher einfach. Also, ja, und die Frage ist nachher, ob es der Return auch voll. klingt, oder? Voll. Und ich habe das Gefühl, wenn du so ein bisschen merkst bei den Angeboten, so, ich glaube, wir finanzieren nur damit die Headliner machen, nichts mehr zahlen, dann ja. Vielleicht eher nicht. Also ich glaube, so strategisch gesehen, lieber mal Zeit investieren, indem du einfach Bangers schreibst und raushaust. Und ich habe das Gefühl, auch die Schweizer Szene ist auch crazy stark. Also ich habe immer ein hohes Niveau gespielt, aber in letzter Zeit kommen Sachen, wo ich merke so, damn, Alter, was läuft. Und es ist so wie sagt das? High Tides raise all ships. Also etwas so, wenn jemand einfach so richtig Level aufpusht, dann ist es so wie, God damn, oder geil motiviert zum anderen, zum so den Level durchpushen und so und bringt alles in auf. Und ich habe das Gefühl, so ein Schweizer Szeneaktor ist einfach hure stark. Voll. Ja. Und dann irgendwann, dann gehst du vielleicht wieder an der Grenze und so spielen und vielleicht jetzt nachher auch Interesse an der Schweizer Metal-Musik. Und dann weißt du, ohne dass du den ganzen Savings so irgendwie auf die Seite legen, irgendwie langsam organisch expandieren, oder? Und nachher tun wir erobern, ganz Europa. Ich habe manchmal das Gefühl, dass du in der Schweiz wirklich die ganz grossen Anfragen bekommst. Du musst zuerst irgendwie im Ausland, keine Ahnung, wie viele Gigs gespielt haben oder so. Ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht ist es wirklich einfach nur meine Wahrnehmung, dass du irgendwie so als Schweizer Band in der Schweiz erst vollständig ernst genommen wirst, wenn du irgendwie, keine Ahnung, die Headliner gebucht wirst irgendwo in irgendwelchen deutschen Festivals oder so. Ich glaube, ich kenne wenige Bands, die im Ausland viel gespielt haben. Ja, aber ich kenne auch wenige Schweizer Bands, die in der Schweiz gross gespielt haben. Und die in der Schweiz gross gespielt haben, sind alle im Ausland erfolgreich. Ja, aber eben in dieser Reihenfolge sind zuerst draussen. Also draussen. Ich weiss jetzt nicht, weil ich es halt nicht mitbekommen habe, wie es bei Breakdown of Sanity gelaufen ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die sind ja irgendwie über das Imperican-Zeug nachher gross geworden. Das ist ja auch deutsch. Ja, stimmt. Obwohl, die haben zwar schon einen rechten Namen gehabt. Also die sind schon ein Begriff in der Szene. Und zwar schon, aber schon recht in der lang. Szene? Ja, gut. Ja. So, haben sie so grosse Schweizer... Also haben sie in der Schweiz gespielt im Komplex, bevor sie mit Imperican irgendetwas gemacht haben? Ich glaube schon, was sie erzählt haben, was sie mit den veganen HC-Bands gespielt haben und so. Ja, aber das war im Werk 21. Ja. Eben, ich habe mich gerade gefragt, ob die quasi schon komplex gespielt haben, bevor sie außerhalb, das was sie ja gesagt hat, quasi, dass sie erst im Ausland rauf sind und dann in der Schweiz auch rauf sind. Ja, weiß nicht. Willst du mal fragen? Ich glaube, der einzige Grund, wieso das Paleface in der Schweiz gross war, ist, weil die halt keine Zeit haben zum Live-Spielen und online einfach so explodiert sind. Das ist einfach Online-Dings, ja. Die sind halt während der grossen Pause. Ja. Wow, während der grossen Pause. Die grosse Pause. Sind halt während der grossen Pause online. Ja, es ist eigentlich, also sie haben wirklich, ich glaube, der Konzert im Ebri. Ja, du hast gesagt, Ebri ist einer der ersten Konzerte, die wir zusammen gespielt haben. Ebri zu Dings? Ja, vom Ebri in. Ja, gut, das Werkbad ist jetzt auch nicht so gross, aber. Ja. Aber Landmarks als Vorband ist halt auch. Ja. Landmarks sind geil. Yes. Ja, die habe ich erst kürzlich zum ersten Mal gesehen und es hat mich so weggetatscht. Am Imperican-Dings. Ja, ich bin mehr dort angegangen, so irgendwie kurz nach dem Arbeiten auf so schnell. Okay, ich habe nicht reingelassen in nichts, was dort gespielt hat. Come on, Landmarks, baff weg. Ja, ich finde es vor allem geil, sie sehen einfach aus wie so kranke Bübli auf der Bühne. Sie sind alle so dünn und eingefallen, wie so... Vielleicht sind es so Küstenfranzosen ausgesehen halt. Hast du sie mal gefragt? Nein, ich habe kein Französisch. Obwohl, nein, mein Highlight von Imperican war der Fluff. Wo der Team zusammengeschissen hat. Ja, das war spannend. Ich habe nicht mitgekriegt, was ist das? Nein, weil wir sind im Backstage und der Fluff... Ihr habt die gespielt, gell? Ja. Und der Fluff war eben mit Dragged Under dort und sie haben gerade den Raum nebeneinander gehabt. Und der Team hat irgendwie angefangen zu schreien und so. Und ich mache den Fluff auch so, could you be quiet? Thank you.
so no. funny gewesen, ja. Mein Highlight war schon im American Festival, die absolut überforderte Security bei der ersten Band. Ja. Weil Whiteout hat gespielt und alle mir so, die ganze Gang rundherum so um 2 am Nachmittag schon auf dem Level, dass wir hätten Leute schwarz malen. Ja. Und dann irgendwann sie, du gehst jetzt Crowdsurfen. Ich so, nein. Und dann haben sie mich einfach aufgelaufen und über die Bande gerührt. Weil wir sind zuvorderst vorgestanden. Ja. Sie haben mich wirklich einfach so aufgelaufen und drüber gerührt. Kann man machen. Und dann ich lande, stehe so vor so einem Security, so einem Mike Tyson Pitbull. Ein Security, So ein Mike Tyson Pitbull, der schaut mich so an und ich war so, nein, so einfach gelaufen. Scheiße. Dann ist das Ganze noch etwa 4-mal passiert und dann hat der hat nicht gewusst, was abgeht. Der hat nicht gecheckt, was abgeht und hat dann das Gefühl gehabt, was hat der dem Mike gesagt? noch einmal und so und ich rühre die raus in so einen Scheiß. Ja, irgendwie alle, die jetzt Crowdsurfen, rühren wir raus, weiss Ja, ich genau, nicht. so etwas. Ja. Und nachher hat der Dragged Under gespielt nach euch, oder? Ja. Und dann ist der Sänger auch so da gestanden, so, yo, Security, what the fuck is going on? Da ist gerade jemand am Boden geht. Was macht ihr da? Ah, Da sind irgendwann so 6 Leute reingekommen, so im Graben führen, so, wir müssen etwas machen. Wir können nicht den Praktikant anstellen, dann geht's ab. Oh, Mann. Ja, aber ihr habt etwas gesagt vom neuen Album in dem Fall. Ah. Mhm. What are with that? Nein. Also, nein, wir sind dran, wir sind schon ein Weile dran. Mhm. Wie gesagt, es war ein bisschen schwierig gewesen, vor allem jetzt bei mir mit den Vocals, um mich so wieder finden in meinem Vorwasser drin. Du gut Ding will Weile haben, oder? Gut irgendwie Weile haben, ja. Aber wir sind jetzt endlich so ein bisschen auf Kurs und eigentlich, ja, eigentlich hätte es wahrscheinlich hätte es schon früher können klappen. Nein, es hätte nicht früher können klappen. Da müssen wir ja gar nicht drüber wehrweisen. Nein. Wir sind auf Kurs und da wird garantiert noch irgendetwas kommen. Mhm. Also wir möchten es eigentlich schon gerne dieses Jahr releasen. Und wir möchten es eigentlich gerne so ein bisschen im letzten Drittel von dem Jahr releasen. Ja. Und ja, da dürfen wir so ein bisschen die Augen offen Möchten behalten. ihr dann auch Konzert spielen im letzten Drittel von dem Jahr? Oder Wir ist das werden noch nicht? definitiv Konzert spielen im letzten Drittel vom Jahr. Jawohl. Es ist auch noch, Something's Cooking, es ist noch nicht so alles jetzt draussen. Wir haben jetzt gerade gestern so mal so ein bisschen aktualisiert, was wir da spielen. So vorläufig, wir freuen uns. Stimmt, ich habe es ja gesehen auf Instagram. Wir freuen uns super hart aufs Gränichen, wir freuen uns super hart aufs Rotten Rock Fest, wo glaub, die erste Ausgabe ist jetzt das Jahr. Und Welche Fest? das Rotten Rock Fest in Das Goms. ist in Goms, ja, in Wallis. Wallis. Es klingt so, als ob der Wer Brian spielt dort das wäre. dort? Paleface spielt dort. Ja, stimmt, das ist letztes Jahr schon rausgekommen. Aber der Flyer haben wir vor 6 Monaten gesehen oder so. Ja, das ist letztes Jahr schon Sie rausgekommen. sind schon mega, Das ist sie haben wirklich schon mega gutes früh, sie haben mega früh schon angefangen Paleface ist schon Promo lange und bestätigt. allem und so. Ja. Mhm. Ja. Ja. Geil. Ja, und Gränichen immer geil. Ja. Oh, ich muss dem Dings noch schreiben. Ja. Melanie. Ja, schreib mir mal. Wir können mit Podcast im Backstage. Wenn sie uns zulassen, Ja. können wir euch wieder nerven. Ich will wieder Witze machen. Das ist doch geil. Wir Also hätten- es wird auf jeden Fall cool. ja. Und, Wir hatten schon ja. 2 Bands im Podcast gehabt, hätten wir noch machen können. So. Mhm. Oder? Ja, Ja. Mhm. ich glaube es. Okay, weniger von uns, mehr von euch. Ja, und was dürfen wir erwarten? Ich glaube, das haben wir schon ein bisschen angetönt irgendwie. Ja, dass einfach so die Schere noch ein bisschen mehr aufgeht. So. Ja, Wir probieren uns, glaube ich, wirklich stilistisch wieder mal ein bisschen aus. Ich finde, jeder Song trägt so ein bisschen die Expello-Handschrift, aber es ist lustig, wie das zum Teil je nach Song anders aussieht. es ist halt einfach, ich habe das Gefühl, es ist auf das, was man halt dann gerade Bock hat. Und dann ist der eine Song, Mhm. eben, man merkt ein bisschen, wer die Songs schreibt. Also bei uns ist es wirklich hauptsächlich der Gudi, der so ein bisschen mal die Ideen bringt. Und du merkst eigentlich immer so ein bisschen anhand vom Song, was hat er zu dem Zeitpunkt auch gerade ein bisschen so gelost und so. Und dann merkst du, also das ist hauptsächlich dort reingeflossen. Und wir versuchen uns dann da nachher, auch wenn wir nachher zusammensitzen und die Songs miteinander nochmal anschauen, dann versuchen wir uns auch nicht irgendwie Barrieren oder irgendwelche Schranken aufzulegen, wo wir dann sagen, ja, aber weißt du, so etwas können wir nicht spielen. Wir sagen einfach, ja, passt das nicht, Ja. fühlen wir es nicht. Und wenn wir sagen, ja, es passt und wir fühlen es, dann spielen wir es einfach. Mhm. Und wenn man grundsätzlich den Mood geil findet von einem Song, dann spielen wir ihn einfach. Ob er jetzt stilistisch wie passen oder nicht, also das spielt dann schlussendlich eigentlich keine Rolle. Es ist wirklich mehr so eine Feeling-Sache. Einfach so. Kann ich mich persönlich mit dem Song in der Band Expello identifizieren oder nicht? Und wenn ich für mich sage, ja, das macht mir Spaß, den Song zu spielen, dann spiele ich den. Und wenn alle 5 Jahre Ja sagen,
dann machen wir das. Also du hast gesagt, in dem Fall, gewisse Einflüsse sind da eingeflossen. Students. They tend to do that. Das machen die Einflüsse für normal. Was für Einflüsse sind jetzt eingeflossen im neuen Album? Ja, da müssen wir jetzt den Gudi fragen, was er zu... Wir haben auch einen Song was er immer gerade Aber was hast du das Gefühl? Ja, eben. Wie hast du es interpretiert? Ja, wie habe ich das interpretiert? Ich kann das gar nicht so sagen. Ich habe das Gefühl, The 69 Eyes. Also ich habe das Gefühl, es hat immer wieder mal das Telefon geschellt und In Flames hat angerufen, sie wollen ihre Songs zu. Aber das ist auch nicht durchgängig. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, der Song, der tönt jetzt alles von hinten bis vorne, tönt das wie In Flames. Es ist dann einfach so, ein Teil davon tönt vielleicht ein bisschen so. Hey, es hat sehr Black Metalic Zeugs drin. Es hat Sachen, die komplett abwegig sind. Was eigentlich, haben wir beim letzten Song, hat der Moritz auch gesagt, wie heisst die Band? Naira, ja. Das sind zu viele Vokale nacheinander. Ja, die Band, wo ich ihr das letzte Konzert davon gesehen habe und sie spielen schon wieder. Fuck you! Schon wieder so ein. Ja. Schon wieder so ein Slayer. Ist jemand von euch am Atreyu-Konzert gewesen? Ja. Nein. Fuck, ist geil gewesen. Fucking gut gewesen. Fuck, ist Ich gut. lieb's es. Also ich lieb's nicht, dass ihr Sänger nicht mehr mitmachen kann, weil er Rückenprobleme hat, aber ich lieb's, Sorry, dass er ist so unterhaltsam. ich lieb's, dass ihr Schlagzeuger jetzt ein Sänger ist. Das ist so gut. Das ist so gut. Sveti hat mir auch geschrieben, am Bullet-Konzert hat sie das erste Mal ein Trio gesehen und sie so, ja, sie hat nicht gewusst, was davon halten. Aber dann sagt der Sänger und hat mit seinem Büchlein seinen Dance gemacht, das ist super geil. Sie haben einfach Donuts gefressen auf der Bühne. Der Bassist kommt einfach mit einer Packung, der Gitarrist, also eigentlich kommt einfach mit einer Packung Donuts. Das ist meistens, der Gitarrist ist der mit der 6 oder mehr und der Bassist ist der mit weniger Seiten. Ihr spielt halt nicht modernen Metalcore, bei euch, ist das noch, bei euch sind das noch zwei unterschiedliche Instrumente. Ja. Nein, das ist wirklich geil gewesen. Es kommt einfach mit der. Es ist so gut gewesen. Das ist so gut. Treyu ist so gut. Ich liebe Treyu. Ich finde sowieso, also man sollte ein bisschen mehr Witz auf die Bühne bringen und irgendwie sich selber ein bisschen weniger ernst nehmen. Für das habe ich die Band geholt. Mach mal. Gibt es dann bald ein Saxophon-Solo bei euch? Dance, das wäre so geil, Mann. Das wäre so geil. Ja, also, ich habe beim Gitarrist, ich habe den Gitarrist gesehen, ich habe einfach gedacht, Branding works. Weil ich bin vor irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, hat mich meine Band irgendwo noch eine Atreyu-Show geschleppt, wo irgendwo damals stattgefunden haben. Wir sind alle komplett shitfaced gewesen. Ich mag mich an nichts mehr erinnern, außer dass der Gitarrist ein Stirnbändchen angehabt hat. Ja. Und der Punkt war, ich kann mega so... Nur ein Stirnbändchen? Ja. Was? Nur ein Stirnband. und Gitarreform. Ja. Ah. Nein. Aha, Es das ist... Ja. Nein, und der Punkt war, ich bin dann dort an die Show gegangen, gell? Und habe irgendwie auch gefunden, so, komm, ich lasse mal auf mich zukommen. Easy. Und dann kommt der auf die Bühne und ich so, Stirnband, Dude! So, und in dem Moment habe ich gedacht, hey, soll ich mal wieder Dreads machen, because Branding fucking works. Branding works, wie shitfaced bin ich dort, aber das hure Stirnband. Das hure Stirnband. Der Butch braucht das Stirnband, weil er sagt, dass Leute Push-Ups machen. Ich finde, der Butch sollte sowieso sich anfangen anlegen wie so ein Gym-Trainer. Das wäre mega lustig. Extra Callboy. Aber es ist fucking funny mit der Treyu. Ich habe sie nämlich irgendwie ein paar Jahre vorher im Dynamo gesehen, mit etwa 50 Leuten. Und jetzt ist es fast ausverkauft gewesen. Aber mit diesen 50 Leuten ist die Band einfach auch nie auf der Bühne gewesen. Es sind also in unserem Alter im Publikum. Es ist mega lustig. Ja, es ist wirklich crazy. So. Gut, dort hat Turnstile umgespielt. Wahrscheinlich sind einfach alle als Turnstile-Konzert und niemand so Treyu. Aber irgendwann bin ich weggestanden, dann kommt so der Sänger und ich habe so mein Bier an und er so, nimmt so einen Schluck und der Luca so, Exels. Und der Sänger schaut ihn so an, so, ja, in dem Fall hat er doch mein scheiß Bier gegessen. Während er am Spielen war. Und dann ist der Claudio von Another Approach auf die Bühne zum Crowdsurfen und es haben 3 Leute gehabt. Einer davon war der Sänger. So. Du hast ihm hoffentlich nachher so einen Twint-Request geschickt, oder? Ja, du hast den Twint noch nicht gegeben, aber ich habe ihm schon das Geld aus der Tasche gezogen. Ja, sehr gut. Aber denkst du, das mit dem Branding und einfach Spaß auf die Bühne, das hat auch Christian Gage gehabt, oder? Wie hat der Gitarrist geheißen, Christian Gage? Wo der Tutu immer angezogen hat. Ja, der Dingsler, der Dude, wo man sich halt daran erinnert, der Parker Dread produziert hat. Der mit der Badhose. Ja. Wie heißt? Und dem Stirnband. Eben, genau. Vielleicht ist der aber schon. Ich habe einfach das Gefühl, keine Ahnung, wo wir vielleicht angefangen haben, miteinander schon Musik machen, ist das wie so, ja, weißt du, dann muss man da ernst sein und muss man die Show möglichst sauber spielen und es muss genau sein und die Leute haben einen höheren Anspruch und die hören dann und
Ich habe das Gefühl, das ist mittlerweile schon wieder ein bisschen weglügend. Die Leute wollen unterhalten werden. Ja. Es kommt darauf an. Bei das haben wir Local auch Gigs keinen nicht, Fall. weil bei Local Gigs hast du nur andere Bands im Publikum. Ja, das stimmt. Aber auch Die dort darf es mal lustig sein. Auch Ja. dort, ich finde es immer geil, wenn du dich selber nicht zu ernst nimmst. Mir hat das persönlich nur schon mega geholfen. Weil früher halt so, ich mir so Druck gemacht habe, so, ich muss genau gleich Herz sein und so, früher noch dreifach als Frau. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich gebe so keinen Fick mehr. Und ich will, also Ja, darum entstehen so Sachen wie dann, ja, die Adilette-Show. Adilette auf der Bühne. Ja, komm, why not? Oben ein Gränicher hat mir Adilette auf der geschrieben, Bühne. kurz nach dem Announcement von den Dings, vom Line-Up, sie erwartet von mir eine Adilette-Show. Aber ehrlich finde ich... Sie erwartet. Das wäre schon geil. Aber Ehrlich finde ich... Was finde auch gefährlich. ist Adilette? Ich gehe in das Adilette-Show ist, spielen. das ist Papuche, aber von Adidas. Ah, das gibt's. Du weißt La das nicht. Chancla in Nein. Adidas. Alright. Ja, Alter, das ist... Wie Ja, spricht man das auf Spanisch aus? Schon das, was ich Ja, gesagt ja, habe? Oder Chanclas. Komplett. Ja, Chanclas. komplett So Putsche wahrscheinlich. Gummisandalen. Crocs. Halt. So Crocs. Bruder, der- Nein, du nein. kennst den Kollege, Mike. Adilette. Das, was der Adilette. Mike immer Adilette. anhat. Die Adidas-Schlarpen. Das ist wie... Bro. Das... Muss man Puerto schauen. Rico. Muss man Darf ich noch- mir vorstellen, der Puerto Rico. Ja, wirklich. Ich habe so gewisse Sachen, die ich nicht checke. Alter, wenn der Mike das hört, kommt er vorbei und stopft er eine Adilette in den Hals. Alright, das ist möglich. Ja. Der liebt Adilette. Ja. Ja. Mike von Sacrifice of the Side und Anthem for a Dying Day. Der Ricky braucht Adilette. Alright. Ich weiss, dass du es hast. Gib's ihm. Ich bin gespannt. Die Frage ist, mache ich eine Adilette-Show? Ich glaub, finde Mit, eben... mit volle Adidas Tracksuit. Das wollte ich auch mal machen. Einfach volle Adidas Tracksuit. Ja, Weißt du, aber- wie heiß aber wird das- um die ja, aber das- Jahreszeit? Oh, ja. Ja, aber das steht auf machen, der das machen Bühne. eben schon mega viel. Das Ding Rise of the North Star, ich habe im Sommer in Grenichen gesehen mit der japanischen Schuluniform, gell? So 40 Grad oder so. Und die einfach mit dem Ja, aber langen... die sind dort, nein, die sind ja, die Rise of the North Star sind gekommen mit Söcken und alle, die haben Merch von ganze Kleiderlinie. Ja, Und du kannst dich verkaufen, wenn du willst, kannst du dich einkleiden Das ist mit geil. Rise of the North Star. ja. Aber kannst du kurzärmelig spielen? Oder bist du auch so eine arme Sau wie ich, die sich dann da immer alles aufripst? Nein, ich spiele nur Kurzärmelig. Mhm. Same. That's a thing. Ich habe so ein hohes Problem. Ich spiele darum immer mit Longsleeves, weil ich mir die ganze scheiß Arm aufripsche. Ich habe dann immer Wie? so... Ich Was weiss es spielst im du? Fall nicht. Was spielst Dann du? mach Gitarre? sie den James Hetfield. Kannst du nicht so Pulswärmer? Wie genau? Ich weiss nicht, ich glaube, es liegt daran, weil ich einfach schwitze und es dann an der Du hast an Gitarre der reibt. Gitarre anlehnen, Nein, oder? Nein, eben nicht wirklich. Nein, du hast ja gesagt, du seist arbeitslos, kannst du nicht die teure Seite leisten, wenn ich dann wegrustet. Nein, Spaß. Easy. Ich habe einfach die teure Seite dran, seit 2 Jahren. Ja, hey, aber ich wollte jetzt nicht... Policy, Der du musst Wichser sein, ein der da- Konzert spielen heute. Wenn mal das machst. Ja, ich will es nicht sein, aber ich muss Ja, es du sein. musst Also es ich kann sein. von mir das auch noch weiter schnurren, wenn ihr wollt. Nein, Mega schon. Bouldern. Es hat lang stimmt, die haben ja Ja. gebuldert. Und jetzt haben wir 2 Stunden nicht drüber geredet. Ja, ja. Hey, Wirklich. ich verstehe es Ja. voll. Hm. Gut gemacht, Boys. Let's go. Nein, aber Es das ist wirklich 2 Stunden geworden. Mhm. Aber wir können fix noch 2 Stunden mehr machen. Ja, Also, gibt's mal EP2. Das Gibt's sagen mal wir Part glaub ich, 2, jedem. ja. Sagen Ja, wir, glaube ich, also, allen. ja. Ich muss mal noch Session. Kate Effekte Roda und den Lucky mitnehmen. Oder so. Ja, dann, aber dann der hört's- 12-Stunden-Livestream. let's go, machen wir das. Der 12-Stunden Das ist eine gute Livestream. Idee, das ist eine gute Idee. Ja. Der Kate Alright. der Kate Der Expello. Effekt. Voll. Der Expello Kommst du da Effekt. wieder Da gibt es im Fall schon einen Gruppenchat. Allenfalls komme ich im Fall, ja. Der Nice. Expello-Effekt. Wir haben zusammen einen dann Gruppenchat, machen die wir- Expello-Effekt. Dann würde ich Sehr nochmal einen gut, Gruppenchat sehr gut. machen. Wir haben- wie heisst unser? Serverlas. Nein, Serval-Effekt. wir haben auch eine Gruppe gemacht, nicht? Mit, ja, sicher haben wir eine Gruppe gemacht mit Voll, Kate voll. Effect, weil sie Wie im heisst sie? Podcast gewesen. Wir haben mit allen Wir Gästen machen wir Nummern. mit einer anderen Gruppe, ja. Eigentlich machen wir den Podcast nur zum Telefonnummer von der Schweizer Szene ankommen und dann so, hey! Aber das ist gut, ey, spielt dort, gell? So, Ja. Nachher, wenn du dann Hey, den haben neuen wir Job noch bei der Geld? AXA-Versicherung annimmst, kannst du allen anrufen. ich glaube, ohne Hey, Scheiß. magst du dich noch erinnern an mich? Ja, weißt du, wir müssen mal zusammen einen Podcast machen und so. Sag mal, hast du schon 3. Säule? Ich habe da sonst noch, weißt du, für so Multivitamingetränke. Ich hätte da noch so Herbalife. Ich habe noch 5 Paletten Herbalife für mich daheim. Wenn du eine abkaufst, kannst du sie anderen Leuten verkaufen und dann Geld machen damit. Aber du musst sie mir halt abkaufen. Hey, das klingt ja wie die Actual AHV. Nieder mit dem Staat. It's all a Hey, pyramid ja. scheme. Alright. Nein, aber da sind wir doch gerne dabei, wenn wir so etwas Ja. machen. Ja, das ist wirklich fun. Ja, aber die haben eben die blöde Idee gehabt, dass wir einen 12-Stunden-Livestream machen mal. Und dann haben sie so, hat der Luki haben dann am nächsten Tag so erzählt, so, dann haben sie miteinander geschnurrt und dann so zueinander gesagt, ich glaube, die zwei meinen das ernst. Und ich so, ja, Logo meinen wir das Es ist- ernst. es ist der Luki, aber oder? dann, aber Nein, der Luki hat gemeint, wir zwei meinen es ernst mit den Ja. 12 Aha. Stunden, weil sie haben es, glaube ich, weniger ernst gemeint Mhm. bei mir. Ja.
Ja, dann macht der Ricky Perros Calientes für uns, oder? Ja, klar machen. Ja, fix. Wir müssen einfach der Lara, ihrem Chef, sagen, dass sie dann nicht arbeiten darf. Wieso? Macht sie Totox dann? Die Lara macht nachher alles. Also, Ohne die Lara wäre unser Podcast nichts. Ja. Also schon ein bisschen etwas, aber wesentlich weniger gesund. Du meinst, hinter jedem starken Podcast braucht es eine starke Frau? Ja. Ja. So ist es. Was für ein Schluss. Warte, wo ist meine Schaufel? Ey, es ist mega cool Wobei ich gewesen. bin mir ziemlich Genug sicher, hinter dem Minesweeper jetzt, hinter dem Joe Rogan sind wahrscheinlich nicht. Ja, merci, dass ihr merci, da gewesen sind im Fall. Ich habe es mega cool gefunden. Das machen wir wieder. Danke, dass wir haben. Nein, fuck off, ich dürfen. mache jetzt meinen eigenen Podcast, hat Spaß gemacht. Ja, mach das, geil. Also, du bist im Fall ein natürlicher, muss ich sagen. Also, das bringt mir Manowar-Witz aus im Fall. Das ist- Alter, das kannst du auf Deutsch nicht sagen, du bist ein Natürlicher. Das funktioniert nicht so. Ich bin actually natürlich. Ja, bist das natürlich. ist so. Dann Bist du Ist Bio? alles echt. Alles echt, alles echt. keine Steroids, alright, sehr gut. Nein, Geil. nur, ist alles. Alles Naturboden. Nein, das habe ich alles von Hand kaputt gemacht. Das ist, Also, hey, ja, sehr cool gewesen. Gehen wir gewundert. Ja. Hey, mach es gut. Ich werde jetzt von meiner Band zusammengeschissen, weil ich zu spät komme. Aber ist mir Das gleich. stimmt. Ja, ich will mich noch Reminder machen. Wir haben das Patreon. Könnt ihr abchecken, falls ihr wollt supporten. Und wir haben unsere Patreons, die uns schon supportet. Dave von Save Last Breath, gerne sich, könnt ihr hören. 10 von Polar Shift, könnt ihr auch Polar Shift hören. Und der Mystery Mensch LV, merci für den Support. Yes. Und bis nächstes Mal. Das ist immer noch Ricky seine Idee. ja, supportet die Jungs. Ja, Ja. ciao zusammen. Tüdelü, ihr lieben Wichser.